und dann wird sich gewundert, warum die blauen Trottel so viele Stimmen kriegen. Mir bleibt da langsam nichts mehr anderes übrig. Weil sagt, was ist, ich habe jetzt nicht mehr die Wahl zwischen Pest und Cholera, sondern zwischen Pest, Cholera und Schwulen-Aids. Tolle Auswahl, danke. Habe die Eier miteinander, ich bin's, der Birger, das ist der Kani. Ich bin der Kani. Der ist so fett wie der Cartman und das ist Florian. Ich bin der Flo. Und der ist so dumm wie der Cartman und das ist Schwitzelwirtschaft. Wer kann jetzt bitte auf eure Mackerl aufpassen? Ja. Übrigens, ja, das war übrigens das erste gewesen, was ich angesprochen hätte. Ja. So richtig. Der eine Teil hat irgendwas von irgendwelchen Pfälzer Glasel verzeiht, was weiß ich, was das für Glasel sind. Doppelgläser? Gubbel. Weiß ich nicht. Und der Rest hat offensichtlich eine Aufmerksamkeitsspanne von -4 Sekunden und lässt sich von dem Mackerl ablenken. Okay, bin raus. Mein Gott, der ist halt aber. Mann, wie hat's geheißen, die Ästhetik ist nicht jedem beigelegt worden, oder? Nur für die ein, zwei Hurensöhne, die Scheiße da reingeschrieben haben, lass was für immer auf. Da biegt man in Zukunft da einen großen Nackerl hin. So. Ja. Das ist mein Plan. Ich kann dir verzeihen, was du möchtest, weil bis du hörst das und dann ist es vorbei. Ich war echt verwundert, dass die Glasel eine Resonanz auslösen. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Das haben wir wieder so weit wie beim letzten Mal so, ja, aber der Söhne trinkt überhaupt kein Bier. Gott, halt dein dummes Maul, du Trottel. Ja. Hey Google, aber schwarze Gläser. Oh mein Gott, das sind die Gläser von da. Hä? Okay. Oh mein Gott, aber einer hat sich sogar erklärt, oder? Warum die so geformt sind. Ja, einer hat sich wirklich Mühe gegeben, der war richtig erfreut darüber. Oh, lecker, irgendwelche Glasel aus der Pfalz haben es da oben geschafft. Ja, oh mein Gott. In irgendeinem Festel, wo sie mit fettige Bratzen dann Angst gehabt haben, dass in ein Glasel aus der Hand rutschen, darum haben sie die Lecher gemacht. Wow. Eigentlich gar nicht so blöd. Dasselbe Prinzip wird auch am Maßkrug. Deswegen hält man auch am Henkel. Ja, genau. Wir halten seinen Maßkrug am Henkel. Ich trinke auch so, also wenn ich den Maßkrug so, dann trinke ich ganz gerade, weil dann trinkt nämlich keiner. Und das ist ja gut für den Bizeps. Ich mach den da und da ist der Henkel drin und dann bock ich übe dann schon mal für nachher. Ja, ich fahr da so eine und dann nehme ich und hau noch irgendeinen Trottel im Pfotzen. Das ist sehr gut. Ja, Maßkrugschlägern ist immer geil. Ja, tu halt das nicht. Doch. Das ist nicht so schön. Also wenn ich schläge, nur mit Maßkrug. Ja, weil es anders nicht gewinnt. Ja, Logo. Wenn ein Weibel einen Hahn fegt, erst mit dem Maßkrug, to your face. Sofort. Keine Chance, dass da irgendwas anderes passiert. Keine Chance. Es hat die zweite YouTube-Exklusivfolge. Spotify, Spackos. Absolute Pro-Gamer, schauen Sie die bloß an. Aha. Ja. Der Rest ist ein bisschen, hat auch wieder mal eine Aufmerksamkeitsspanne von -2 Sekunden. Hey, das ist ein Mackerl. Das fällt mir wirklich jetzt auf. Ständig. Immer wenn ich das sehe, dann fällt es mir auf. Ja. Vor allem, ich sehe es auch ständig. Ja. Was? Ich kann mir immer noch rechts zum Bringen damit. Egal! Was habt ihr denn drin die Woche? Jetzt sitzen wir ja jede Woche zusammen. Jetzt werden dann unsere, was habt ihr denn drin die ganze Woche? Sachen werden eng. Was ist denn drin die ganze Woche? Sonntag war ich im Fantasy-Filmfest. Warst du nicht da beim Chris in Minge? Genau, das war am gleichen Tag. Dann haben wir nämlich ausgemacht, dass wir besuchen. Er ist übrigens, warum ist er so groß? Er ist riesig. Was ist mit ihm? Er ist einfach riesig. Es war aber ganz witzig, wir haben nämlich ausgemacht, dass wir uns treffen, weil er ein Shirt von uns gekriegt, da war mal ein Gast bei uns. Lass mich raten, das hast du vergessen? Ja. Du Vollidiot! Das ist One-Job. Hey, ich komm vorbei. Bis auf Minger habe ich es mitgenommen, habe ich es im Auto dann liegen lassen. Und sein Event war so 20 Minuten weg von uns, aber wir sind mit den coolen E-Scooter durch Minger gesaust. Geil! War richtig cool, bis ich dann gesehen habe, dass sie nach 20 Minuten noch 30 Euro gekostet haben. Die gehen doch bloß für 150 Kilo. Was hast du da um zum Sehen? Ich habe 2 Grad für jeden Fuß. Das war praktisch wie Inlineskates. Ja, das war ein Taxi. Ich habe mir auch gedacht, auf der einen Seite wolltest du, dass du irgendwie eine Alternative nutzt und dann zahlst du für so einen Hurenscheiß 20 Euro für eine Viertelstunde. Ja, Minge halt. Oder war schon in Minge. Ja. War aber an sich, ist cool mit den Dingen, so miteinander sausen. Ich bin ganz froh, dass die nicht gegeben hat, als wir 15 waren. Komisch. Die warten nirgendwo umeinander klingen. Ja, und wir warten mal. Wie zahlt man das? Wie funktioniert das? Mit der App. Da ist ein QR-Code drauf, du lädst die App runter, dann gibt es halt 48 verschiedene Hersteller, dann brauchst du 48 verschiedene Apps. Ah, das ist ja gut, ja. Und dann scannst du die nicht einfach. Gibt es da innerhalb von Minge verschiedene Hersteller? Ja, also in Ringsburg habe ich es jetzt zum ersten Mal gemacht, als wir im Hardline waren. Da habe ich auf der Strecke vom Hotel zum Festel zu Fuß Viertelstunde, bin ich natürlich zu faul als Fettsack, mich mit dem Roller fahren. 3 Hersteller. 3! Weil bei den ersten geht nicht. Bei den zweiten geht nicht, dann bin ich irgendwann, fuck, das sind ja verschiedene Hersteller, man braucht tatsächlich verschiedene Apps. Das heißt, App-Idee. Hey, ich hab da eine App, ich hab da eine Idee, du kannst doch Apps und Websites programmieren. Ja, also eine Sammel-App, wo alle auf einmal drin sind. Ja, aber nicht wow, schlecht. Das war eine ganz tolle Geschichte. Aber sie sind auf alle Fälle cool. Und dann zahlst du es per PayPal, oder wie? Genau, gibst du ein PayPal-Konto.
Und vorab oder wie? Und dann läuft der Timer ab, wenn Genau. es dann gar ist, ist es gut. Was wenn tust du du- mit dem wenn du- Roller, wenn wenn der du mitten irgendwo an der Pampe dann lässt und da steht? du gehst da wieder in die App rein, dann hast du da Karten, da siehst du auch, ob du jetzt deinen Roller gerade in einem Bereich abstellst, wo der stehen soll oder nicht. Und wenn du den in einem Bereich einstellst, wo er stehen soll, dann glaube ich, kriegst du noch einen kleinen Bonus, damit das halt vielleicht ein bisschen Ordnung hat. Und da musst du ein Foto machen von dem Roller, wo du ihn hingestellt hast, und dann ist die Fahrt beendet und dann bucht er Dann das schmeißt Geld er ab. um wie alle Roller in mich. Die liegen dann nämlich. Nachdem ich das Foto gemacht habe, dreht es. Das würde mich sofort wieder interessieren für diese super tolle klimaneutrale Bullshit-Scheiße, die ohne Ende teuer ist, weil wenn einer wirklich irgendwas dran liegt, dann darf es nicht 30 Euro pro Kilometer kosten. Was Jetzt passiert glaub ich- mit denen, wenn die kaputt sind? Ich schätze das dann kaputt an. Ja, ich glaube, Also, wird man es wahrscheinlich richten oder austauschen. haben die auch Mackerl drauf? Was für für Mackerl? Mackerl? So eins da. So eins da, ja. Rückgabemacker. Ja, haben sie Rückgabe, schon mit dem QR-Code. Sonst kannst du Was ist nicht denn fahren. gerade gegangen? Keine Ahnung. Was du auch mit kaputten E-Scooter. Scheiße. sammeln. Irgendwo in irgendeiner Stadt habe ich gelesen, dass sie es dann abgeschafft haben, weil ständig die Besucher am Wochenende alle in irgendeinen Fluss eingeschmissen haben. Ja, aber du darfst der Puffer auch nicht fahren, gell? Nein, das ist, glaube Es ich, ist also ja wie beim wie- Radfahren. Beim Radfahren darfst du auch nicht besuchen fahren. Ja, aber ich glaube, das zählt jetzt wirklich als wie beim Radlfahren. Ich glaub schon, weil mit, du darfst da- mit dem E-Scooter glaube ich nicht, weil die haben ja zum Teil ja so schnell, dass du schneller bist wie mit dem Radl. Nein, schneller als mit dem Rad bist du nicht. Also zumindest keinen, den ich bis jetzt gefahren habe, und ich habe 3 verschiedene gefahren. Man Ja gut, braucht du bist ja keinen- da extrem schwer. Aber es ist ein anderer, der ist leichter als ich, der ist auch gefahren, und der ist sogar noch langsamer gewesen als ich. Du brauchst keinen Führerschein dafür, du brauchst auch keinen Führerschein fürs Radl, auch wenn du in der Grundschule einen machst, aber Hä? Natürlich brauchen wir den. ich war da schon, das habe ich schon lustig gefunden mit am Volksfestplatz, an diesem Radl-Dingsplatz, wo dann Schädel aufgestellt werden und Ja, so, und du und dann lernst hast die, du bis die. Ja. Tollen Wimpel hast Bei du uns dann war es, gekriegt. ja, einen Wimpel ausgekriegt. Wempel. Und da hat es immer das Käserad gegeben, das war das Beste, das wollten nicht mehr alle haben. Das war ein Käserad. Käse. Ja, das war so ein gelbes Radl mit schwarzen Punkten und hat's mir das hat auch so ein Käserad, und das wollte immer jeder haben. Ja, da gab es doch diese goldenen Wimpel, gab es doch dann für die Profis, oder? Die, wo keinen Fehler gemacht Ich haben. weiß nicht. Stimmt, ja. Ja, ich hab keinen gekriegt. Ich bin auf Ja. alle Fälle tatsächlich. Seid ihr jemals irgendwie auf diesen Fahrradlehrgang angesprochen worden bei irgendetwas? Wir sind mal mit dem BMX gefahren, und dann ist einer hinten drauf gestanden, und dann hat uns die Polizei aufgehalten, weil einer hinten drauf steht. Wie Und viel hat mit den Stands, mich dann tatsächlich angemault, ob ich damals in dem Radllehrgang in der Schule nicht aufgepasst habe, dass da hinten keiner draufsteht. Ich Ja. hab gesagt, jo, ist mir scheißegal. Ich habe dann gesagt, nein, weil bei meinem Fahrradlehrgang waren tatsächlich keine BMX vorhanden, damit ich das hätte üben können. Schade. Das war eine gute Ausrede, ja. Was haben sie dann gesagt? Er hat gesagt, ich soll nicht so gescheit daherreden. Ja, wenn ich recht habe. Das war das ein Bullen seine scheiß Ja, Aufgabe, ich wie hab du dann dir gesagt, jetzt. ACAB, Motherfucker, und bin ACAB, davon gefahren, und dann haben sie uns ins Knie geschossen. Und dann haben sie gesagt, Entschuldigung, sie sind ja gar nicht schwarz, ich will auf sie schießen. Ich schicke einen Sanker. Ja, Nicht nominal geschossen. es war kein verrückter Selbstmord mit 16 Einschusslöchern in den Rücken. Oh Gott, ich krieg schon. Mein Gott, ich sehe immer diese scheiß Mackerl. Ja, ich kann mich Nervt überhaupt mich nicht voll. konzentrieren. Aber lieber hat er den Becher vom Gesicht, als dass er seine Hackfresse sieht. bin der, Ohne bin Scheiß. der völlig behindert. Ich werde mir das Ganze jetzt auf Spotify anhören, weil ich Ja, kann ich- singen. ich- Definitiv, aber die Folge geht ja nicht, die sind auf Spotify. Ja, Das stimmt. deswegen, ja, das war ja die. Dein Take, Florian. So dumm. dumm. Dein. Du kannst das Weil wir gar gerade nicht. beim Anschießen sind von schwarzen Polizisten. Weil wir gerade beim Anschießen von Schwarzen sind. Habt ihr das auch mitgekriegt, dass in Amerika schon wieder so einen geilen, also Anführungszeichen geilen Vorfall gegeben hat, wo 84-Jähriger am 60-Jährigen da geschossen, also hat er mit dem Kopf und in den Arm geschossen, weil er an seiner Tür klingelt hat, und er hat gemeint, er ist ein Einbrecher. Typisches Einbrecherverhalten, ich klingel Ich an der Tür. hab da so eine ähnliche Ja. Geschichte gesehen. Nein, Da aber wollte die praktisch eine Frau ihren Freund oder eine Bekanntschaft besuchen und ist dann in den falschen Garten rein, und dann ist sie auch geschossen worden, weil halt einfach sie in irgendeinem Garten drin gestanden ist und da klingeln wollte. Das habe ich mitgekriegt. Ja, aber Dinge sind schuld. Erstens Computerspiele. Nein, Zweitens. Leute, die unter falschen Tür klingeln, selber schuld. Selber schuld, ja. Was sagen wir, also, wie Ist kann es man- ist in Texas nicht sogar so, das ist jetzt wieder gefährliches Halbwissen, aber ist in Texas nicht wirklich so, wenn du unbefugt auf einem fremden Grundstück bist, hat der Besitzer das Recht, dich zu erschießen? Ja, es gibt da, Ohne Fragen ich zu weiß nicht, ob stellen. das gerade nur in Glaub- Texas, aber ist es nicht dieses Stand Your Ground Gesetz, kann es sein? Ja, und das ist halt, glaube ich, in Texas eben ganz, ganz, ganz extrem. Ja. Dass das da wirklich, da Also es- kannst du tun, was du willst. Gibt da tatsächlich ein paar so. Und da hat halt wirklich auch jeder, da musst du immer, genau, ab jetzt will ich nur immer beim Trinken da Ski hydrat, damit jeder Ski sehen kann, was das Glasl für einen Barcode hat. Ist wichtig. Florian, ab Das jetzt. ist eine gute Idee, weil dann versemmelt man das nicht mehr. Dann bin ich Biegt euch am besten, ich habe einen richtig guten Pro-Tipp, biegt euch am besten so einen Barcode aufs Hirn, dann jeden Tag in der Früh, wenn's in den Spiegel schaut, dann bleibt euch das Hirn stehen und ihr vergesst es zum Zähneputzen und wo es überhaupt seid und wie es heißt. das vergiss ich ja ohne Barcode. Ja, sechstens. Sind wir wieder bei dem Thema. Das wird wollt's jetzt wieder um. Ja, ja, Entschuldigung. Schwanzens mal. Komm, Schwanz drüber. Schwanz drüber. Ja. Sehr schön. Ach ja, ja.
No. Ja, but guns don't kill people. Nein. I kill people. I kill with guns. people. Wir waren von Samstag auf Sonntag mal wieder auf einer Party, eine All-You-Can-Drink-Party. Gibt's sowas noch? Das gibt's. Flatrate-Saufen. Flatrate auf an 20 Zoll, aber wir Geil, haben wo? schon stark angetrunken hin. Ja, das ist ja immer dumm. Geb Adresse. Geh einfach wo? Gepferding. Gottfrieding. Ich geb verdient. Gepferding. Ein Kirchelschuss in Gipferding. Ja, keine gibt's noch Flatrate-Saufen, ist ja klar. Der Kirchelschuss war von Holfing, oder? Kirchelschuss? Gibt's einen Kirchelschuss? Ja, weil gibt's einen Kirchelschuss. Der Kirchel und Schuss ist doch das Gleiche, oder? Frag mich nicht. Weil Kirchel und Schuss heißt einfach Georg. Aber bei Werbung Sepp war es der Kirchelschuss von Holfing, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Warum piepst mein PC die ganze Zeit? Halt doch mal den Maul jetzt! Das war der Trachtmann. Wahrscheinlich. Nein, wirklich. War wirklich? Ja. Der Chris, oder was? Ja. Chris Haupel. Chris, schöner Grüß, falls du siehst, ich weiß Und nicht. jetzt hör auf zum Schreiben. Ich kann jetzt nicht antworten, was ist mit dir? Schmeißt das zwar dabei weiter und du Ich drehe dabei um und schreibe mit ihm. Ja. Kruzifix. Aber war cool. Aber da waren halt ganz viele Leichen, die du von damals kennst. Da. War da alles dabei so oder Bier? Ja. Nein, da war alles dabei. Ja, Also wenn ich Rum-Cola saufen möchte, so viel wie ich will, dann darf ich das. Genau, Rum, Cola, Rum machen, alles umsonst. Geil. Mischverhältnis. Das war sehr stark. Also war sehr gut. Was War du sehr gewusst, dass bei Rucola aus M-Fight? Oh Gott. Ja, gar für die gelang Ich der. wollte gerade Er sagen, dauert ein bisschen. Für aber- die gelang der. für den Flo, das ist eigentlich genau dein. Ei. Ja. Ich wollte dich nur belustigen mit deiner eigenen Scheiße. Ja, Belästigen mit deiner eigenen. Belustigen und belästigen mit deiner eigenen Scheiße ist schmaler Grad. ich Kann sag oft jetzt mal beiden mal nein. beides immer auf dem Klo passieren, ja. Gibt's aber sonst noch irgendwo Flatrate saufen? Zu meiner Zeit hat es das schon auch gegeben. Alcatraz. Ja, das- voll. 10 das haben Euro sie eine, irgendwann- gar so in den Saufer, bis du da rumfällst. Aber das gibt's ja so. Darf es das nicht eigentlich nimmer oder hat es da nicht einmal Verschärfung gegeben, da wo sie es doch immer gemacht haben, da wo es Ja, irgendwie, als es ist ja Zehner, immer- dann hast du einen Becher gekriegt und hast immer mit allem voll machen können. Irgendeine Da haben aber Regel dann hat's so dann viele Leute gegeben. immer in die Diskus gespimmt und sonst wohin. Also Ja, nur da war doch Jetzt dann einmal mal aus zum Speisen. Das war halt Ja, zu dieser Assozial. Alkopop-Zeit, wo die so in Oh, Verruch okay. waren und so weiter. Da wo sie, oh Gott, die Teenies saufen alle bloß noch und Ding. Ja, das denn so, das halt wahrscheinlich aber auch. Also ich glaube, da hat sich nicht Ja, viel natürlich, geändert. aber das war halt exzessiv. Also das Alkopop war war halt, echt, als da ein Regenbogen saufen. ich sag mal, doch ein bisschen mit, Und Penny eine Kisten gekauft mit sämtlichen Farben und es war einfach, das war Diversitätstrinken. ja. Du hast einen Schwulen gespimmt. Ja, genau, oder Ja, Transfrau. wir haben die Kosten. Und jetzt mit meinem Discord bei mir. Cool Up haben die Kosten, oder? Cooler? Cool Up haben die Kosten. Weil- Diese Alkopops. Also, oder? also ich weiß in Rigo, weiß ich Das war noch, bei uns Smirnoff. gelaufen. Smirnoff weiß ich noch, Und, ja. und dann, ich weiß nicht, bei uns beim Penny, weil wir mal, da haben wir halt noch nicht so viel Geld gehabt und dann bis zum Penny gefahren und dann hast du hast das richtig billig und dann hast du geklaut. Genau. Aber da hat es jetzt so viele verschiedene gegeben, es war ganz Regal und es war wirklich von alle Farben, die es einfach gibt. ja. Keine Ahnung, was das für Marken war, alle gleich geschmeckt. Da haben doch dann auch alle anderen, also die großen Brauereien, was weiß ich, Becks und der ganze Mist haben doch da auch aufgesprungen. Da vor mir hat es diese Biervarianten mit Orange und lauter so einen Scheißdreck gegeben. Lecker. Da wo sie denkt, da kann ich Sunkiste auch saufen. Oder Capri-Sonne. Das verhurte Becksbier war doch davor eigentlich schon Alkopop, die kannst du nicht saufen, die Blöde. Die hat es aber in Rock im Park gegeben. Ja, Da hat es ja nichts Rock im anderes gegeben, da hat es Park, aber die Backstände ja. gegeben und das war's dann. Haben wir nichts gehabt, aber Haben wir da hat nichts es auch wurscht, die anderen haben auch nichts Die anderen gehabt. haben auch bloß ein Becks gehabt. Ja. Ja, da war es Da war es aber dann wurscht, Hat ja. nicht geholfen. Das ist eigentlich das einzige, wo ich ein Becks gesucht habe. Weil es nicht anders gegangen ist. Das müssen wir machen. Ja, schon. Du kannst du nichts mitnehmen. Nein, das geht gar nicht. Da saufen lieber Ich habe mal Autobatterie. gehört, dass etwa nehmen wir jetzt einfach mal Rock im Park, das ist ja über auf demselben Platz. Da ist eine Woche vorher jemand hingegangen und hat Wodkaflaschen und so weiter Das hab ich auch schon vergraben mitgekriegt. im Festivalgelände drin. Und dann war das Festival und dann ist er reingegangen und ist reingegangen ohne Glasflaschen und so weiter. Und da war er im Gelände drin und hat dann seine Wodkaflaschen ausgegraben. Aber eigentlich. Eine geile Idee. Ja, wir haben nämlich auch im Rock im Park alles umgefüllt in Plastikflaschen. Ja. Und irgendwann vergisst du dann im Suff, dass das kein Wasser mehr ist und wascht dann mit Uso das Gesicht aus. Tolle Wurst. Wer sauft denn Uso im Festival? Ich weiß nicht, Was ich machst wollte du? einen Uso haben. Einen Aber griechischen Abend haben sie gehabt. Aber Ja, ein bisschen Tanz, Türtaki. Ja, ich weiß auch nicht, warum man einen Uso wollte. Das Saudepp. Dafür ist er mit ihm das Gesicht ausgewaschen und in die Augen gegriffen, hat geschrien und gewarnt. Und dann habe ich ihn getreten. Ja, wir haben uns auch mit Bier Zähnputzt. Das war nicht ganz so schlimm. War asozial, mittlerweile- aber war nicht ganz Ja, du so musst schlimm. aber Hochprozent Mittlerweile gießen, damit gibt's du ja das da Pfeffi. abtötest. Jetzt ist auch wieder Festivalzeit und so. Es geht jetzt wieder los. Alter, es ist einfach schon es ist fast Mai. What the fuck eigentlich? What the fuck? ja. What the fuck? Es fühlt sich immer nur so ein bisschen los, als hätten wir mit dem Podcast erst angefangen. So. Aber das ist schon bald ein Jahr, oder? Ja, das, im August ist August. ja. Ja. Das sind Aber 3 das ist Monate. Also seit 9 Monaten. What the fuck Oder 3 eigentlich? Quartale.
Oh, 3 Quartale? Oh! Krass. Spezi-Wirtschaft im Quartal. Gibt's jetzt Im nur Quadrat, im Quartal. nur noch im Quartal. Ja. 3 Wochen wöchentlich, jetzt ein Kompott. Dafür dauert eine Folge 8 Stunden. Nein, die Oh, ich mag es gibt echt so Podcasts. Da gibt es irgendeinen, der Mike, der bei mir dabei ist, der hört ja so ziemlich alle Filmpodcasts auf der Welt. Ja. Und da gibt es irgendeinen, der macht Folgen, die dauern 4 Stunden, 8 Stunden und ich glaube, ein Rekord ist irgendwie 15 Stunden. Was soll das? Das ist ein Hörbuch. Ja, das ist krass. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, aber ja, Wobei es mit Sicherheit Fake News gibt, die halt auch bei uns, ist ja wurscht wo, du schaust eine Folge an und lässt einfach durchlaufen. Ja. Wenn du das, was weiß ich, neben der Arbeit laufen lässt oder wenn es länger wird, 2 Stunden Auto fährst oder keine Ahnung und dann lässt du es halt einfach durchlaufen. Ja, ich habe mir lieber was Gescheites. Und außer du sagst aber die Pappal. Weil ja, stimmt, außer du sagst natürlich. Dann falls ihr das beim ich hab vorher schon kurz mal erwähnt, im Discord hat einer was gepostet. Ja, ein neuer Begriff für, deswegen mit der Diversity-Scheiße, für so Diversity-Leuten hat er ein Foto gemacht, der vor der LKW, und hat ein Foto aus dem LKW rausgemacht, wo ein anderer LKW neben ihm steht und die Firma heißt Kachel. Und dann steht halt einfach drauf Transkachel. Stark. Hab mich köstlich amüsiert. Ich bin der Transkachel. Ich bin der Transkachel. Sehr schön, sehr schön. Und da siehst du auch unten das Handy dort und da läuft unser Podcast gerade, den ich halt unter dem Phone höre, wenn der LKW-Fahrer ist, fährt er halt wahrscheinlich am Tag 8 Stunden. Und da kann ich mir schon vorstellen, lass dich ja nicht ablenken von den Mackerl da unten. Ja. Du Transkachel, du. Jeder, der sich über das beschwert, ist ein Transkachel. Ja, aber das letzte Mal, wenn wir gerade bei dem Thema Diversity sind, da lernt man irgendwie immer. Immer wieder, aber ich habe das letzte Mal, weil viele Leute legen ja Wert auf genderneutrale Sprache. Und ich habe das letzte Mal wieder was gelernt zu genderneutraler Sprache. Das war wieder Weltklasse. Da schreibt kriege eine Mail, wo da drinnen steht, hat je Mensch Lust darauf? Und dann schreibe ich zurück, hast du gerade verschrieben oder ist das bewusst genderneutrale Sprache? Und dann bin ich aufgeklärt worden, dass aufgrund von dem MAN in jemand wird es bei Leuten, die darauf Wert legen, in Mensch umgewandelt. Dann sage ich, was soll denn das? Was heißt dann je Mensch an? Je Mensch einfach, da wird statt des MAN, also heißt dann je Mensch, hat jemand Bock darauf. Okay, dem da ich sofort dann aufs Maul. Ich hab dann auch gesagt, was ist denn jetzt? Soll ich dann zum Manfred in Zukunft Menschfred sagen oder wie? Ich versteh's nicht. Der Manfred ist jetzt ein Menschfred. Und wenn's da, keine Ahnung. Menschfred. Warum gibt's eigentlich keine Frau, Fred? Ja, ich habe Herr der Ringe gelesen, das war ein geiler Fantasy für Mensch. Das ist so behindert. Die sollen endlich aufhören damit, als hätten wir nicht andere Probleme. Diese 2% in der Bevölkerung, die sich da unterrepräsentiert fühlen. Ich bin Bayer, ich fühle mich, weiß ich nicht, ich fühle mich in Filmen mit meinem Dialekt unterrepräsentiert. Fang jetzt dann an, halt's doch alle am Maul. Aber ich möchte da gern unterrepräsentiert bleiben, weil in der Regel bayerischer Dialekt in Filmen so beschissen umgesetzt wird, dass ich mich schäme. Das ist richtig, ja. Oh, da wo dann irgendwelche Hochdeutsch sprechenden Trottel. Du hast schon mal Asterix und Obelix auf Bayerisch gesehen. Ja, habe ich gesehen, das ist aber nicht Bayerisch. Das ist absolut Cancer, weil da keine bayerischen Leute, die wirklichen Dialekt sprechen, das machen. Hast du einen Täter auf Bayerisch gesehen? Ja, ist auch nichts mit Bayerisch zum tun, ist auch scheiße. Der hat einen ganz furchtbar krassen Österreicher Dialekt. Ja, und ein Schweinchen namens Babe gibt es doch auch ich weiß nicht, ob dann das ist auch Österreicher Dialekt. Das ist nicht bayerisch und wer das nicht kennt, ist ein geistig Behinderter. Ich habe jetzt halt im Fantasy-Filmfest mit einem gesprochen, das war glaube ich eben im Chris, da ist einer dazugekommen, der hat irgendwo eine Diskussion gehabt, ein Streitgespräch anscheinend drüber, dass Oida nicht von die Bayern kommt, sondern von den Österreichern. Das Oida. Das war mal interessant zum rausfinden. Ja, wie sollst du herausfinden, wo das herkommt? Ich schätze, dass das von Oida kommt. Ich habe gesagt, ob er ihm aufs Maul gehört hat, weil so Scheiße kein Menschen interessiert. Aber es ist, ich glaube, das ist, ich meine, der Begriff Alter, der kommt deutschlandweit, hätte ich jetzt einfach mal gesagt. Wir adaptieren das und haben wir wahrscheinlich auf beiden, bei uns in Bayern und bei den Österreichern einfach Alter gesagt, weil es bei uns halt einfach nicht Alter heißt. Ich glaube auch, dass du es nicht festlegen kannst, dass das ein österreichisches Wort ist. Interessant es ist ja nicht Wappler oder so. Interessant ist aber dann auch, warum wir Alter sagen und nicht Alter. Weil das Alter ist ja dein Alter. Das Alter und das andere ist Alter. Das darfst du gar nicht mehr hören. Alter. Akbar! Keine Ahnung, vielleicht kann schmeißt nur so einen Haufen ein. Vielleicht kann je Mensch aus der Community uns das sagen. Je Mensch? Das ist wirklich die dämlichste Scheiße, die ich seit langem gehört habe. Jetzt lass ein Mensch. Kann bitte je Mensch-Apps in unter das Video kommentieren? Ich find's super. Ich sag's jetzt nur noch. Je Mensch, das ist so schlecht. Ey, von morgen nach Menschheim. Das ist so dumm! Da sind ja sogar 2 N, da ist er so richtig männlich. Also männlicher wird's nicht wie mit Mann mit 2 N.
N. Mit 2 M und 2 N. Da muss aber wirklich die anderen mal Gedanken drüber machen. Das ist ja das Schlimme. Scheiße, wir kämen jetzt da das nur verharmlosen, weil da MAN drin steht. Ja. Hä? Also jeder, der sich da durchgetriggert fühlt, dass Mann in dem Wort jemand vorkommt, dem kehrt einfach eine umdrehte Ludenschelle geben. Ludenschelle. Die gute alte So ein richtig schöner Wrestling-Job. Richtig schön. Apropos Wrestling! Catchen heißt das. Catchen und Wrestling. Ich habe irgendwie vor 2 Wochen angefangen, habe ich in die YouTube-Recommendations Wrestling-Videos drin gesehen. Geil. Geil, Alter. Ja. Schaust du mal ob du noch an was du erinnerst früher, wie der Kind war mit 7, 8, 9, war ich Wrestling-Fan, WWF und so eine Geschichten. Und dann hat man das dann angeschaut und dann bin ich da vollkommen ins Rabbit Hole eingetaucht. Alter, so geil, ist das eskaliert bis keine Ahnung wann. Die ganze Geschichte vom Undertaker, wie der Hulk Hogan so groß geworden ist, wie er war der erste richtige Superstar. Dann die Geschichte mit dem Kane und mit dem Undertaker. Lauter so ein Scheiß, und ich denke, das ist so krass. Und ich kann nicht aufhören, dass ich so schaue, es ist so super. Wie ist ein Wrestling heute? Und dann habe ich es mir angeschaut, das ist überhaupt nicht mehr so wie damals. Ja, es ist aber schon, es hat schon geile Sachen damit. Ja, ich mag's auch noch. Das ist doch jetzt so ein Tussi, die ist doch jetzt so seine Puppentussi, so ein Gespenster-Tussi. Ja, Frauenwrestling, her mir. Na, aber das ist halt mittlerweile so in dieser Main-Story auch mit dabei, zum gewissen Teil. Und das ist aber schon geil gemacht, da wo es dann so richtig gespenstisch wird da drin. Also so. Das hat halt früher der Undertaker aus. Ja, genau. Das ist die Blonde? Ja, ist eine Blonde, die schaut richtig gut aus. Ja, der Alexa Bliss ist das, oder? Ja, genau. Ja, die ist vorgemerkt. Macht die ja OnlyFans oder wer ist Macht die Hammy-Kassetten? Leider nicht. Noch nicht. Nicht, dass ich wüsste. Kommt noch nicht, ja. Wenn es schmeckt, wie viel man auf OnlyFans verdienen kann, dann kämen Aber ich glaube, dass die Wrestling nur verkaufen. Wenn du Wrestling-Superstar bist, also gut, Superstars gibt es aber bloß. Es ist immer derjenige, der Wrestling-Superstar, der am Schluss so da die aktuelle Saison gewinnt. Wie der Rock, der Roman Reigns, oder jetzt gerade sagt der Roman Reigns aber relativ. Ist der noch so aktuell? Der Batista. Rey Mysterio. Junior. Übrigens. Bret Hitman Hart. Oh, das war genau meine Zeit. Da bist du perfekt. Der Bret Hart, der Tatanka, der Undertaker. Ich habe vor 5 Jahren oder so habe ich mal wieder ganz viel Wrestling auch angeschaut und da war der Tatanka gerade bei irgendeinem Royal Rumble dabei. Den gibt's noch. Ja, und er ist so geil aufgeschwommen, der Potsack. Das ist so geil. Das hat ausgeschaut, als hätte ich mit Indianerfedern im Ring umeinander gesprungen. Jetzt weiß ich wieder, wie ich drauf gekommen bin. Ich hab kein direktes Wrestling-Video in den Empfehlungen drin gehabt, sondern ein Interview mit dem Lex Luger. Es war damals auch einer von diesen Bodybuilder-Wrestlern halt. Der hat jetzt keinen besonderen Charakter nicht gehabt. Sein Charakter war mehr so der USA-Wrestler, der jetzt die USA wieder zurück ins Wrestling, an die Wrestling-Spitze führt und so. Und dann habe ich, der ist uralt, der ist steinalt, ist ja eh klar, und der hat seine komplette Physik verloren. Der schaut aus, Alter, als hätte er Krebs. Also richtig dürr, zusammengefallen ins Gesicht, also der ist nicht krank oder so, glaube ich zumindest, und hat da ein Interview gegeben und habe mir gedacht, wer ist das? Und dann habe ich mir gedacht, jetzt muss ich mir schnell ein Battle von früher anschauen, weil Lex Luger, ich meine, wie viele T-Shirts habe ich vom Lex Luger gehabt, bloß weil er Lex heißt. Und dann habe ich mir das angeschaut, das war halt voll das Monster. Und dann denke ich so, Alter, krass. Und dann habe ich angefangen, die Videos zum Suchen von früher und so weiter. Und der Kampf mit dem Yokozuna gegen Undertaker, wo ein Yokozuna dann in seinen doppelt so großen Sarg reingerollt und lässt so einen Scheiß. Dann war Yokozuna war doch wieder sein Gehilfe dabei, sein Trainer. Der hat ja Leute Sand in die Augen dann geschmissen. Ja, das war gar nicht basic Sidekick. Ja. Ich vergiss wie er war. Ich voll aufgeregt. Der gewinnt jetzt und dann kommt er mit dem Sand und dann verliert er. Das ist unfair! Der hat ja immer seine Uhr nicht dabei gehabt und so. Na, das war der Gehilfe vom Undertaker, oder? Ach so, ja. Und genau, beim Yokozuna gab es noch sein Trainer. Wer war denn der mit den Würmer? Würmer? Da hat's doch auch, ich weiß aber den Namen leider nicht mehr, der hat dann immer Würmer dabei gehabt und hat die dann die Leute ins Maul gesteckt. So Doink. Ich weiß nicht, wie er geheißen hat. Der Doink war nicht lange dabei. Der Clown war das, oder? Ja, das war der Clown, der hat aber unfair. Nein, das war auch so. Also geil, da hast du dann nicht als Kind schon gewusst, dass so es gelungen ist. Da hat er so eine Eistüte dabei gehabt. Eistüte. Bei der Spätwirtschaft geht es nur darum, dass man irgendwie diese Bewegung hat. Ja, diese Bewegung ist einfach essentiell. Guck mal, Luftballon auf. Maximale Ablenkung. Big Black Cock ist das schon. Der hat dann so eine Eistüte dabei gehabt, wo so eine Schaumstoffkugel vorne drauf war. Und dann hat er die anderen über hingehalten und so. Und sie wollten dann vom Eis schlecken und dann hat er drauf gedrückt und dann ist sie dann ins Gesicht gefallen. Ja, und sie haben halt diesen Todesmove verkauft, als wollten sie gerade am Sterben gehen. Und dann hat er so richtig schlecht so eine Blume da gehabt. Dann ist er ins Publikum reingegangen und hat dann die Leute angespritzt. Und die haben auch alle da so mit, oh Gott, das ist so schlimm. Was wird denn drin gewesen sein? Säure. Kerosin. Wahrscheinlich. Ja, der war nicht lange dabei. Der 619 war auch geil. Sein Signature-Move, das war doch auch der... Ja, das war ein sogenannter Highflyer. Der Highflyer-Move.
Nein, das war nicht der Highflyer, er war ein Typ Wrestler, das glaube ich hat man Highflyer genannt, der hat immer vom obersten Seil, vor die krassen Auerbach, Rückwärtssalto, Scheiß ober gemacht hat. Diese Ober, dann die Beinschere vom dritten Seil, das ist dann schon krass, und Ja, natürlich, das ist ja geil zum Zuschauen, ist ja klar. Ja, ist ja Entertainment. Jetzt verrate ich euch was im Wrestling. Das ist nicht echt. Nein! Das ist nicht echt, nein. Aber ich sehe, es war sowas. Und zwar, möchtest du wissen, wenn jemand pinnt wird, dann macht es meistens kurz davor, dass der Schiri dann beim dritten nicht mehr auf den Boden hat, weil der noch zuckt. Ja, genau. Wisst ihr, woher sie das wissen? Was? Wisst ihr, woher das die Schiris wissen, dass er noch mehr aufzuckt oder nicht? Wenn derjenige, der gepinnt wird, die Augen auffährt und einen Schiri anschaut, dann zuckt er nochmal. Wenn er die Augen zu hat, verliert er beim Pinnen. Ja, es ist ja sowieso. Wrestling-Insider-Wissen. Ja, wenn du Wrestling anschaust, die sprechen ja während den Moves schon miteinander, was als nächstes passiert. Das ist wirklich krass. Also ich habe da mal ein Doku angeschaut, wie das funktioniert und wie viele Leute das eigentlich dahinter stehen und in diese Szene rein wollen. Auch Deutsche und Co. Also das ist eigentlich auch ganz interessant. Dieser einzige Deutsche ist der Tim Wiese das geschafft, oder? Ich weiß nicht, ob da schon mehr Deutscher war das der Torwart war das da, oder? Der war bei Bremen, glaube ich, war Torwart, oder? Dann hat er das Bodybuilding angefangen und zum Wrestling angefangen. Ja, war genau. mal, und jetzt ist er bei Werder Bremen rausgeflogen, weil er Kontakt in die rechte Szene hat. Ja, irgendwie hat jeder Kontakt in die rechte Szene. Ja, in Bremen, ganz klare Sache. Haben sie uns auch übrigens letzte Woche haben wir ja über die militante Veganerin umeinander diskutiert. Haben wir auch jemand so ein Video geschickt, militante Veganerin exposed, und dann haben wir gedacht, oh Gott, was kommt denn da jetzt wieder für ein Scheiß? Das ist wirklich ein 10-Minuten-Video mit lauter so lächerliche Lappalien, wo man mit absoluter Gewalt versucht, ihr irgendeine Scheiße anzudichten. Kontakte in die rechte Szene, bloß weil es irgendwo auf dem Discord einmal mit irgendjemandem geschrieben wurde. Lauter so ein Mist. Richtig behindert. Egal, zurück zum Wrestling. Ich hab mir nur die Sachen auf Reddit angeschaut. Wrestling ist super. Ja, also Reddit, ja. Die wilde Veganerin habe ich mir angeschaut. Da geht auch Gerüchte umeinander, dass das Deepfakes sind. Nein, ich glaube, das ist... glaube ich nicht, nein. Glaube ich auch nicht. Ich glaube, sie hat doch selber ein Statement dazu abgegeben, oder? Keine Ahnung. Weiß ich nicht, ich befasse mich nicht mit ihr mehr, weil das ist einfach Zeitverschwendung. Schau dir mal die wilde Veganerin an. Ja, die wilde Veganerin. Ich möchte mal von ihr 300 Gramm Aufschnitt fressen. Ich möchte mir kleine Rosetten sehen. Ja, dann kannst du mir Weihwürst lesen. Ja, geil. Haben wir mir einen Sponsor, Mixdown? Haben wir mir einen Sponsor? Ich weiß nicht. Das ist der Doppelglashersteller Oberpfalz. Doppelglashersteller Oberpfalz. Don't look at it. Oh Gott, ich sehe beide. Jetzt kennst du gar nicht mehr aus. Na, wo bist du denn gerade? Keine Ahnung. Sorry, I get some vibrations. Slowenien. Ekelhaft. War das Food oder waren das gerade... Das war Arschloch. Das war Arschloch. Das war Squirten. Das war Squirten. Das war für Squirten. Nein, das so machen müssen, weil das ist das Zeichen für Fotze. Dann haben wir doch letztes Mal auch so... Das ist das internationale Zeichen für Fotze. Sie... Oha, Firma also hat Angela Merkel immer die falsch rum gemacht. Hat Merkel den ganzen Tag gemacht, ja? Ihr blöden Fotzen. Du bist bei so einer Veranstaltung damals irgendwie und dann ist die Bundeskanzlerin da, die irgendwie sagt, grüß Gott, und sie steht so da und du gehst vorbei, jawohl. Das ist doch das, kennst du das, wenn du praktisch mit irgendjemandem unterwegs bist, den du nicht magst, dass du die ganze Zeit den Mittelfinger zeigst, und das ist wahrscheinlich dann von Merkel einfach so das. Ja, so der indirekte. Ist klar. Merkel hat uns damit indirekt immer gesagt, ihr seid lauter Fotzen. Und recht hat's gehört. Ja. Beim Wrestling waren wir. Wrestling ist Catchen. Catchen. Ja. Ich finde, dass da heute irgendwie so die Charaktere einfach irgendwie fein, wo ich lustig finde zum Zuschauen. Ja, weil die meisten Dinge auch, da hat sie dann den Chris Jericho gegeben, der hat mich voll genervt. Ja. Diamond Dallas Page. Wie heißt der andere, der Schönlings-Septor, ich weiß nicht, wie der heißt. John Cena. Nein, das ist kein Schönling, aber der ist mir jetzt gerade noch eingefallen. Braune, lange Haare und ein bisschen aus einem Bart hat er. Der Mann hat von früher? Nein, jetzt halt aktuell, weil du sagst, es gibt keine Figuren mehr, mit denen man sich ein bisschen identifizieren Ich glaube, ich weiß aber, wenn du meinst, aber ich weiß schon gar nicht den Namen. Das ist so charakterlos irgendwie. Da fällt irgendwie... Roman Reigns habe ich einigermaßen... Da wo man den Namen wirklich noch kennt. John Cena, Triple H, Batista, Rey Mysterio, Hulk Hogan. Und jetzt... Wie heißt der Typ, der einen RKO gemacht hat, wie hat der geheißen? Den finde ich ja ziemlich cool. Das war ein RKO. Das ist der, wo du so nimmst und dann schmeißt du am Boden. Nein, also das ist ein Chokeslam. Der RKO ist der, wo von der Seite hinspringt und nimmt dann noch so und springt mit dem oben. Was immer heißt, oh mein Gott, RKO out of nowhere. Oh, ja, war das der Cena sogar? Nein. Das war doch der... Das war nicht der Cena, das war der... John Cena! Wo? Second John Cena, wo? Das ist so geil, dass der Witz bis heute noch heute in die ganze Meme-Welt. Wenn ich ziemlich gefeiert habe, war der Goldberg.
Goldberg Da war hat immer auch bloß die Matches waren immer sehr kurz. Ja. Spear Tackle to your face, Jackhammer, Ende. Ja, nein, Rekord Und 6 egal Sekunden. wer es war, der hat ja wirklich ich glaube Big Show hat er dann geheißen, früher in der WWF oder einfach nur Giant, glaube ich, geheißen. Der ist, glaube ich, wirklich 2,20 Meter, 2,30 Meter groß und wiegt halt 200 Kilo oder so. Und der Goldberg backen und macht einen Jackhammer mit ihm. Jackhammer ist, er steckt die in den Schwitzkasten, legt den Arm so um, dann packt er die an der Hosen und stellt die senkrecht auf, hält die ungefähr 2 Sekunden lang oder 3 und dann dreht er die und macht einen Bodyslam auf die drauf. Und das macht er mit dem 200 Kilo Hühnen. Alter, ich meine, ich seh nicht richtig. Krieg ich's mit die Barschein. Krass. Vom Zuschauen krieg ich es da mit die Barschein. Ja. Deepfake. Ja. Ja, wahrscheinlich. War das in den... Randy Orton hat er geheißen, der einen RKO gemacht. Randy Orton. Sorry, ist mir jetzt gerade eingefallen. Ich gehe noch Nature Boy. Ric Flair. Ric Flair. Der war- Gibt es da nicht zwei sogar? Sind das nicht zwei Nature Boys? Weiß ich nicht. Seine Tochter kämpft jetzt da vom Ric Flair. Echt? Ja, irgend so eine Blonde. Ja, gut, es war beim The Rock das Gleiche. Der Rock, und The Rock, sein Bab, der hat, glaube ich, in die 70er umeinander gerestelt und The Rock war eigentlich. In die 70er umeinander gewrestelt oder in die 70er umeinander gewrestelt? Was habe ich gesagt? Ja, wir fragen uns jetzt gerade, wo die Betonung liegt. Ist aber wurscht. Ich weiß nicht, was er tut. Er hat gecatcht auf alle Fälle. Und der Rock, glaube ich, war auf dem Weg zum Profifootballer, dann hat er sich verletzt und dann ist er auch ins glaube ich zumindest, und dann ist er ins Wrestling-Geschäft. Was das für ein Sinn nochmal mal? Keine Weil Ahnung, der da war mit voll- 15 schon 180 Kilo. Die haben alle Muskelmasse. sowieso, wenn du die heute mal anschaust, wenn Shawn Michaels, an Hulk Hogan und so weiter, wie oft das die operiert worden sind, die haben komplett kaputt. Shawn Ja, du musst Michaels, ja auch das schauen, war so die sterben alle mit lange 60. Haare, gell? Das war der Heartbreaker. Die sterben ja alle mit Heartbreaker, 60 an Herzinfarkten und Co. Heartbreaker Kid. Ich glaube schon. Boy. oder? Ich, glaub, Ich mit- weiß nicht Ich glaube mehr. mit Kid. Weiß ich nicht mehr. Dann die Fehde zwischen Bret Hart und Owen Hart. Ja, Dann legt der Sharpshooter. Geile Sache. Sharpshooter Was war wir mir uns, also früher gegenseitig Sharpshooter, der tut so weh, Ja, oder? das ist so. Ich schwöre dir bei Gott, wir haben ist auch der nicht gewusst, Sharpshooter, was genau? wir da deren. Und wenn einer, ich sage mal, 10% weiter zudrückt hätte, dann hätte er das Kreuz gebrochen. Dann hätte er dir das Kreuz Was ist gebrochen. denn das jetzt? Erzähl mal. Der Sharpshooter. Ja. Diese komische Beinschere, wo Es es die ist- umpasst. Ja, es ist eine Beinschere, also du liegst erst am Bugel, Ja. nimmst seine beiden Füße, steckst, Das gehst Zunge in mit sein einem, Arschloch. seine Zunge in sein Arschloch. Ich wollte gerade sagen, ich mach kurz mal die Hose auf. Dann du tust seine Füße hinterher, stehst einen Fuß von dir dazwischen, dann überschlagst seine Füße dahinter, dann drehst ihn auf den Bauch, Und dass dann- er ihm seine Füße okay. so nach hinten drückt Ja. und dann sitzt die auf. Du birgst ihm das Kreuz quasi Das ist so mies. Das tut so weh, Alter. Das glaube ich, ja. Und dann hat es vom Sting, ich glaube, wie hat er geheißen, Scorpion Deathlock. Ich hab Oder mal, das das WCW habe ich mir nicht so angeschaut. Ja, dann, da war ich dann nochmal Vollgas drin. Das war der Scorpion Deathlock, der war sehr ähnlich. Bloß, dass er glaube ich, er hat dann nicht Füße von einer überschlagen, sondern hat einfach wirklich gerade unter das Ding Ja, genommen doch, den Move und kenn hat ich. ihn dann einfach wirklich im 90-Grad-Winkel reingedrückt. Das hat so weh, da, Alter. Und dann bist du 25 Jahre alt und redest beim Saufen über das Wrestling und dann so, hey, war mein Sharpshooter, Falle, wir sind wir erst Geil, Mann, 25. Sharpshooter. Oh Gott, ich hab schon einen Bandscheibenvorfall auf. Ich hab alle Bandscheibenvorfälle. Ja. Der eine vom Mohan, der andere vom Grillen. Ja, genau, alle dieser Welt. Alle Vorfälle Was dieser wir uns Welt. selber auch im Freibad dann Wrestling-Move angetan haben, mit der Razor's Edge vom Razor Ramon, kennt den noch Ah, der jemand? Razor Ramon, der geile auf. Es ist so, du Rücken an Rücken, der noch abkriegt, macht halt so, er gelangt unten eine, du hebst ihn so in Tee und haust ihn dann mit dem Bugel am Boden runter. Ja. Das haben wir im Freibad gemacht. Das, wenn du richtig kennen hast, das hat sogar im Wasser richtig weh da. Ja, der Göttel ist doch voll in der Szene drin, tatsächlich. Immer noch? Der Göttel. Wissen wir noch nicht, die wo der waren, ist, oder Ja, wie? weiß nicht, ob der jetzt noch drin ist, aber der war vor 2 oder 3 Jahren noch bei so einem Event in Minge. Der Medi auch mal Ich hinfahren. mehr haben Das war, glaub ich, Live-Wrestling sehen, das war so geil. Ja. Das war wirklich cool. Da holt man die Augen auf, wenn es wieder ans Minger ist, dann Dann instant 3 schmeißen wir Karten. und fahren wir, weil Ja. das wirklich cool war, Das glaub machen wir. ich. Geil. Oh mein, machen wir einen richtigen, Fucking Wrestling, wer hätte das gedacht? machen wir einen richtigen Männerausflug. Jetzt weiß Aber ich. richtig. Ah, Ja. du bist unser Bitch. Ich bin eure Bitch. Ja, du kriegst dann einen Sharp Arschlochlecker von uns. Ein Scharfschlecker. Scheiß fucking Wrestling. War eigentlich schon witzig. Ja. Vor allem weißt du vor Anfang, du hast ja immer gewusst, dass es nicht echt ist und so. Und dann Nein, ich bin so da- Ja, ich hab das am Anfang gar nicht gewusst. Ja, nee, für mich ist der Ja, Witz als am Kind- Rohr. Irgendwann Du sagt man, weißt das das ist nicht natürlich echt, da nicht. Das ist überlegt ja halt klar. dein Maul. als Ja. Kind natürlich. Und jetzt ist halt einfach so, es ist halt einfach eine aufziehende Show mit Stories und du weißt, Ja. dass das nicht echt ist und es ist halt einfach wirklich ganz flache Unterhaltung. Und natürlich geht es da um Geld und so, aber halt nicht zum Beispiel wie beim Fußball. Nicht so Da wo extrem, ich genau. wirklich sage, es ist nur noch lächerlich. Was hat denn das denn mit dem Sport zum tun? Ja.
Aber was da manche Wrestler leisten, und das ist jetzt schon krass. Geil, wenn es vor den Käfig-Matches von 4 Meter dann in die Pulte an Elbow rein und so ein Zeig richtig da geil. Hat normalerweise ist das nicht geplant, da hat es ein Cage-Match mit dem Undertaker und ich glaube, ich weiß nicht, ob er einen Kane geworfen hat oder den Mit dem Tisch? Einmal mit dem Tisch und einmal ohne. Den mit den langen Haaren. Der immer so eine Maske noch gehabt hat. So das war, glaube ich, der Kane. Das war ein Undertaker, sein Bruder. Ja, aber da hat es noch einen anderen gegeben, der hat einmal so eine Ledermaske ja, wie der Hannibal, so ungefähr. Ich weiß nicht, wie er heißt. Und den hat er, also die laufen ja da oben auf dem Gitter, also auf dem Käfig umeinander. Und das ist ja 3 Meter hoch. Oder 4 Meter hoch. Ich glaube, 4 Meter sind das. Also bis zum Ring auf alle Fälle 3 Meter und am Ring außen 4 Meter, aber 100%ig. Und der packt den mit einem Chokeslam und ballert den oben auf dem Gitter in den Zaun am Boden rein und dann bricht das Ding durch. Und der fällt halt, da ist nix! Und fällt 3 Meter auf den Ring runter. Alter, der ist hin. Und dann gibt es ein Interview mit dem Undertaker, wo er das auch sagt, er hat wirklich gemeint, er hat runtergeschaut und jetzt habe ich ihn umgebracht. Weil das halt nicht beabsichtigt war. Und gleich noch Flying Elbow nachher. Und das ist eh schon mal zur Sicherheit. Alles für die Show. Ja. Und den anderen hat er außerhalb vom Ring runtergeworfen, auf einen Tisch drauf. Ja. Und da kannst du mir, ist egal, ob das echt ist oder nicht, man, natürlich ist der Tisch so konzipiert, dass er bricht und dass das ist klar, aber du fliegst halt die Faktor 4 Meter voll heftig, voll! Ja, aber das ist, nein, ich habe anders gemeint, da wo er praktisch abwirft und normal ist dieser Tisch dafür da, dass er die Wucht auffängt. Ja, deswegen brechen die. Genau, deswegen brechen die mit Absicht und fangen die auf. Ja. Aber den hat er halt daneben geworfen. So. Halb daneben geworfen, ja. Aber dann mit einem Scheiß dann, wenn wir dann irgendwann angefangen haben mit den Reißzwecken am Hit zum Schütten und dann machen sie so ein Slam. Das ist echt. Ja, das ist echt. Und drittens wird sauer. Was soll das? Es gibt doch auch immer wieder mal dann Matches, wo die Wrestler ganz gezielt im Gesicht komischerweise blirten. Wisst ihr, was das machen? Haben wir wieder bei Insider wissen. Die kriegen vom Referee, wenn es am Boden liegen und so, kriegen sie gar nicht Rasierklingen zugesteckt. Das habe ich schon und dann, wenn die liegen und machen so, das schaut halt aus, als daten sie sich Schweiß abwischen, das merkst du nicht, und dann werfen sie es weg unterm Aufstehen, dann haben sie da einen kleinen Cut, damit das Blut rauskommt. Was ist da im Addict? Alter, was? Apropos, wenn wir jetzt schon mal über WWE und Corinne habt ihr die Spiele auch gespielt? Boah, leck, die Super Nintendo. Royal Rumble. Die Woche nämlich gesehen, also ich glaube Hand of Blood war das, der hat doch so ein Royal Rumble Match veranstaltet mit Knossi, mit Monte, ich glaube, da habe ich auch ein Video gesehen. Mit alle Streamer und die haben halt wirklich also echt ausgeschaut. Ja, genau, aber richtig geil auch wieder. Eine geile Idee auf alle Fälle. Ja. Leider Gottes war der, wie heißt der andere? Der da mit ihm dabei ist. Ja, der fette Kalle. Der Kalle, ja, leider Gottes ist der dabei und der ist ungefähr so lustig. Den hasse ich. Der ist ungefähr so lustig wie das Mackerl an dem Gleisel. Ich bin leider lau, aber ich halte es einfach mal so in Kamera. Du kannst das Healing jetzt eigentlich. Du kannst das Healing, es sollst immer nur das so schauen. Ja, aber jetzt können wir schmerzen, muss man wollen, weil die Leute nicht mehr aufpassen. Sex. Jetzt ist der Penis da drin. Ja, das soll nicht drin sein, brauche ich nicht. Ekelhaft. Gut, ich war den Penis schon noch, das ist mein Pipi-Stimpi. Pipi-Stimpi. Fucking Wrestling war schon cool. Ja, aber die neuen Spiele kannst du anscheinend, ich glaube, das letzte, wie heißt es, der WWE 2000 sowieso. Ja, so ist unfertiger Mist. Genau, das haben wir wieder bei dem Thema. Ich habe mich gestern, schon mal drüber geredet, gell? Ich habe mich gestern, haben wir heute ein bisschen, können wir auch gerne nochmal drüber schmerzen, weil das bei mir in der Community im Hauptkanal sehr, sehr interessant angekommen ist. Unfertige Drecks-Scheißspiele. Die ganz speziell AAA-Titel. Kaufst du Spielesammlung und dann Figuren von Mensch ärgere dich nicht. Die kriegen einen Vogel. Das ist ja. Aber so ungefähr ist das. Und dann werden dann dafür nicht. Genau, das ist eine Absicht. Das ist ja geisteskrank, was die machen. Kaufst du ein Brettspiel und haben 3/4 der Figuren nicht drin. Ja, genau. Die kommen dann in 3 Monaten noch. Genau. Kriegst du für 20 € als DLC-Kaufer. Furchtbar. Haben wir ganz viel drüber geredet, was sich da einfach in den letzten Jahren geändert hat und so und dass sich die Industrie hat sich geändert, die Spieler haben sich geändert. Früher hat es kein YouTube gegeben, da wo ich mir, bevor das Spiel rauskommt, schon 480 Stunden Video anschauen kann, was ich im Spiel tun muss und lauter so ein Scheiß. Furchtbar. Ja. Nervt mich ja. Da bin ich als Nintendo-Boy, Gott sei Dank, sagen wir jetzt 98% verschont davon. Ja. Und die Spiele, wo sie jetzt mal auftreten, ist die Spiele nicht. Ich habe den Vorteil, ich spiele nur LOL, da funktioniert nur der Klient nicht. Da funktioniert nur das Matchmaking. Und auf die Konsolen hast du aber, glaube ich, allgemein das Problem nicht so krass wie auf dem PC, was ich mitkriege. Weil zum Beispiel mit dem neuen Star Wars jetzt habe ich auch nur wieder die Probleme auf dem PC mitgekriegt. Mit The Last of Us. Nein, da hast du auch mit den Konsolen. Im Star Wars Spiel hat auch die Konsole hat auch mit Performance-Probleme. Also das Spiel an sich kann super gut sein, heißt, aber du rennst halt da mit 30 Frames umeinander, wenn irgendwas passiert mit 20. Ja, das ist ruckelt halt wie Scheiße und das ist am PC und an der Konsole so. Aber zum Beispiel Hogwarts, The Last of Us, 10 Jahre altes Spiel, by the way. Ja. Und zig andere, die mir jetzt da nicht einfallen, die halt einfach zum Startweg am PC
nicht funktioniert. Und spiele lieber Indie-Spiele schon her. Ja. Da findest du sowieso meistens mehr Innovation und Spielspaß als mit den 0815 AAA-Games, da wo bloß ein Name draufsteht, wie eben Harry Potter oder Star Wars oder Pokémon oder sonst irgendein Mist. Pokémon. Pokémonsen. Du willst was sagen? So geht's, Florian. Ja, stimmt. Also zum Beispiel, bestes Beispiel finde ich da dahingehend, was du jetzt anschaust mit FIFA und Co. Zum Beispiel FIFA, also macht der EA Sports, macht ja FIFA. Ja, jetzt nimmer. Ja, jetzt nimmer. Aber die Jahre davor. Und die haben ja zum Beispiel also dieses NHL gemacht. 23, also Eishockey. Und die haben ja noch diverse andere Basketball und guck mal. Dann schaust du mal, wie viel Liebe in FIFA steckt, in Anführungszeichen. Da hast du so wenig Bugs. Du hast natürlich ein oder zwei drin. Aber jetzt nichts, da wo du irgendwie sagst, ist brutal oder ich werde gleich gefixt. Und dann schaust du mal die anderen Spiele. Und die haben so schlecht, wie als jetzt da denkst, hey, das gibt ja, da wo dann beim Eishockey der Torwart einfach rausrennt oder hinterm Tor steht und irgendwie komplett behinderte Affenscheiße macht. Und da wo sagst du genau, wo das Geld herkommt. Und das finde ich halt auch so schrecklich. Weil Fußball halt nun mal auf der ganzen Welt den meisten Zuspruch. Ist NFL funktioniert mit Sicherheit auch gut, weil das glaube ich, das mengt der Amerikaner halt. NFL habe ich selber erst weltweit. nur ein bisschen gespielt, ja. Wer interessiert sich für die NFL außerhalb der USA? Es gibt natürlich Leute, aber... aber mittlerweile, das wird immer mehr, gell? Wenn der scheiß Super Bowl ist, dann sind es auf einmal alle Football-Fans. Ja, aber schau halt einmal nach München. Die waren jetzt das erste Mal in München. Super-Bowl-Party. Dieses Jahr? Ich weiß es nicht mehr. Vorletztes Jahr. Übernächstes Jahr. Ja, nächstes Jahr. Die haben jetzt, jedes Jahr haben die jetzt praktisch mit 2-3 Spiele von der NFL haben die jetzt in Deutschland. Und München war innerhalb von ein paar Minuten Ausverkauf gefühlt und die Tickets so teuer, dass es ganz aus war. Also, das wird auch in Deutschland immer mehr. Wenn du die Statistiken anschaust, jetzt mit RAN NFL, was ja immer gekommen ist, das haben sie jetzt an Pro7 abgegeben. Nicht an Pro7, an RTL. Und die Zuschauerzahlen haben ja gestiegen ohne Ende da, die letzten Jahre zum Super Bowl. Ja, vielleicht haben die Leute einfach keinen Bock mehr auf diesen Fußball-Scheiß. Ja, Fußball hast du ja auch keine Emotionen mehr drin. Spätestens jetzt es geht immer nur drum. Wenn sie zusammenfallen, die schreien schon gescheit. Das sind schon voll Emotionen. Ja, aber jedem, ich finde... meine Mannschaft kostet 1,2 Milliarden, meine 1,6. Aber Fußball haben sie halt dahingehend kaputt gemacht. Du musst dir mal überlegen, es ist eigentlich so 2 Punkte. Ein Fußballspiel ungefähr, es fallen 2 Tore im Schnitt. Das heißt, in 90 Minuten zweimal eine krasse Szene. Also 2 krasse Szenen gesamt. Ja. Kannst eigentlich nur hoffen, dass du noch beim Herz bricht. Ja, und dann hast du eigentlich die Emotion drin, da wo du sagst, geil, ein Tor ist gefallen, ich freue mich richtig. Und dann kommt mittlerweile dieser Video Assistant Referee, der wo dann mittlerweile sagt, okay, jetzt warten wir erst einmal, ich sprich das nur mit meinem Keller in Köln ab, ob das wirklich ein Tor war. Dann wartest du minutenlang, warum auch immer. Ja, war ein Tor. Ja, ich finde die ganze Geldscheiße. Du kannst dich zweimal freuen. Beim Treffer und bei der Bestätigung. Na, aber das war damals ein ganz anderes Feeling. Du hast dir gefreut und hast gewusst, das funktioniert. Und jetzt stehst du da und denkst da, seht jetzt? Weil davor kann irgendwo das ist wie bei Germany Next Topmodel. Scheiße. Das ist wie bei Germany's Next Topmodel, die mit Spannung aufbauen, die warten, ob der Schiri für eine Rose hat oder nicht. Ja, nein, Bild Spannung, oder nicht, oder? Spannung baue ich Bild, auf. ja. Bild. Der hat dein noch gelangen. Okay. Eine Rose war beim Bachelor. Ja, stimmt. So ein Mist. Ja, ich hab's in meiner Zeitung versucht, dass ich ins Fußball reinkomme und mich wirklich jeden Samstag hinsetze und in den Fußball reinkommst. Ja, aber da war sogar mein Zipfel groß. Aber ich hab das nicht geschafft, dass ich wieder jeden Samstag sitze. Ja. Und das Anschauen, mir hat das dann wirklich irgendwann so genervt, diese scheiß Umeinanderroherei, dieses übertriebene Versuche, irgendwie was außer zum Schinden, das hat mich so genervt, dass ich keinen Bock mehr hatte. Was ich aber richtig geil finde, wir haben ja jetzt Anfang Juni auf so einem Hobbyturnier. So ist es immer geil. In Frauenbiberg. Das ist ganz was anderes. Das ist so eine geile Scheiße. Wenn man es selber spielt, ist es auch noch mal was anderes. Ja, und da haben wir jetzt auf jeden Fall im Juni, da haben wir so eine Gaudi-Mannschaft, da haben Leute dabei, die spielen in der Mannschaft, da haben Leute dabei, die fast Doppel von mir. Aber das ist ja scheißegal. Ja, genau, um uns geht dieses Turnier los und ich weiß schon, dass wir uns da richtig intensiv aufwärmen werden. Also wenn wir uns jetzt Trikots bestellen und Co. Ja, das ist die essentielle Handbewegung dieses Podcasts. Das wird richtig gut, also da freue ich mich schon richtig drauf. Das ist Anfang Juni das erste Ding und dann machst du Sport und sollst dir richtig einreihen. Und danach ist Malle-Party. Freue mich schon. Das ist jetzt noch einen tollen Tag. Ja, der wird toll. Wo ist das für ein Freund? Disgusting. Wo? Ich weiß nicht, ob ich das wirklich erzählen soll. Mag in die Dusche. In Frauenbiburg. Ja, muss jetzt schon wieder Frauenbiburg heißen. Das ist die übrige die Woke Gender-Scheiße. Das war da weiß ich gar nicht, darf ich dann überhaupt spielen. Menschenbiburg, bitte. Was ist, wenn ich noch Männerbiburg mich? Transkachelbiburg. Transkachelbiburg. Die heutige Folge, der Titel Transkachelbiburg. Ein Mensch. Ein Mensch in Menschenbiburg.
Kaum, ja. C-Fix, nein. Wrestling-Match in Transkari-Biburg. Schabschlecker in Transkari-Biburg. Schabschlecker in Transkachel-Biburg jetzt verboten. Ist nicht echt. Okay. Schade, dann gefällt Haben wir ernst aufs Thema halt auch noch? Fällt beim was ein? Also richtig mal wieder zurück zu Todesernst, so, ne? Ist so todesernst ist nicht. Ich habe jetzt gerade mitgekriegt, dass die EU jetzt plant, dass alle Betriebe ab 250 Leute eine Gehaltsunterschiede offenlegen müssen, dass jeder weiß, was kriegt der andere. Warum nur ab 250 Leute? Was ist das wieder? Ich glaube, das ist ein organisatorischer Scheißtrick, aber ich glaube, alle dann bis 100 oder zwischen 100 und 250, da können es die Mitarbeitenden beantragen und dann müssen sie es machen. Aber ab 250 ist es jetzt, dass sie es offenlegen müssen. Das glaube ich, das für spannende Unterhaltungen in manchen Firmen. Ja. Weil man hat ja dann, weil da ist ja tatsächlich das Thema mit dem Gender Gap, dass Frauen immer noch für gleiche Arbeit weniger verdienen. Aber ich denke mal, wenn ich an Mai stehe, wo ich früher mal war, 10 Jahre, ich habe die gleiche Arbeit gemacht wie der Hans Wurst neben mir, aber gerade weil er 10 Jahre länger da ist, kriegt er das Doppelte an Gehalt. Weiß ich nicht. Und er hat es halt beschissener gemacht. Das finde ich zu einem kleinen Teil ist das auch berechtigt. Ja. Wenn du wirklich 10 Jahre länger in der Firma bist, dann ist das irgendwo berechtigt, dass du ein bisschen mehr kriegst. Nein, das sage ich gar nicht so, weil, doch, also nicht wer gerade kommt, aber wenn ich, sagen wir mal, der eine ist 10 Jahre da, der andere ist 5 Jahre. Loyalitätsbelohnung. Und ich mache die gleiche Arbeit und mache es besser vielleicht sogar. Warum sollte ich dann nicht gleich besser das ist dann das Argument. Wenn du das besser machst wie er, also dann kannst du das die Leistung darf da nicht außen vor bleiben. Aber ansonsten würde ich wahrscheinlich auch als Chef sagen, du bist einfach schon seit 10 Jahren da und damit du da bleibst, weil du einfach 10 Jahre Erfahrung hast, kriegst du halt, was weiß ich, ein wenig mehr. Ja, nicht das Doppelte, aber halt ein wenig mehr, weil... Das lassen wir eigentlich, was aber auch dazu gehört, finde ich, wenn du jetzt keinen Tarifvertrag und Co. hast. Was, wenn du? Wenn du keinen Tarifvertrag und Co. hast, wenn du jetzt praktisch, du gehst da als Kani hin und bewirbst die und... als Kalle Koschinski, gehst du da hin und bewirbst die? Ja, auf keinen Fall. Nein, gehst jetzt da hier und sagst, du, ich möchte jetzt das Arbeiten anfangen, okay, und du kriegst jetzt 3.000 Euro. Gib. Passt, machen wir so. Dann geht jetzt eine Frau hin und sagt, ja, ich möchte jetzt da arbeiten, aber wir dachten ich dachte für 2.500 Euro da die bei einer anfangen. Dann muss ich auch das ist ja ein anderes Thema. Das ist ja ein anderes Thema. Natürlich verkauft sich jeder. Nein, aber es gibt ganz viele, die dieses Thema dann nicht so sehen, sondern sagen, okay, das ist jetzt feministisch nicht richtig, weil du als Chef musst ja sagen, na, ich gebe da 3.000, weil der Kani kriegt da 3.000 Euro. Ja, tut aber kein Chef, natürlich. Und auf der anderen Seite musst du da eigentlich sagen, wenn ich die gleiche Tätigkeit verkaufe, dann gehört, also eigentlich gehört sowieso über den Tarifvertrag ein, dass es festgelegt ist, du kriegst das Geld und da ist mit grundsätzlich ja, aber wenn du halt schlecht verhandelst oder die Unterwert verkaufst, bist du zum Teil da selber auch noch zusätzlich selber schuld. Ja. Genau, und das ist halt ein Thema, das wo aber oft, finde ich, falsch interpretiert wird. Es kommt ja darauf, wo wie die Gespräche ablaufen. Wer ist jetzt da drin, hast jetzt du da eine Dame und dann hocken, was weiß ich, der Geschäftsführer. Schuld, wenn die sich nicht auszieht beim Vorstellungsgespräch. Selber schuld, wenn es keinen Ausschnitt hat, Kruzifix. Selber schuld, wenn sie halt noch zeig Food! Zeig Food! Da ist ein Zettel mit Rollkragenpulli minus 100, lange Hosen minus 200, nicht gescheit geschminkt minus 300. Tut mir leid, da gibt es eine ganz einfache Gleichung, die Gleichung, die lautet, zeig Food ist gleich Gehalt gut. Ja, genau. Was reimt sich auf zeig Food? Gehalt gut. Ja, aber so glaube ich hab da in der Firma, wo ich gearbeitet habe, da haben wir so einen Bereichsleiter gehabt und das war echt, der hat ein Schema an Frauen gehabt, die er eingestellt hat. Das war irre. Jung, blond, schlank, gut bestückt, und zwar nicht in der Hose. Das war irgendwie seltsam. Das waren keine Transkachel, nix. Und das war echt, da habe ich gedacht, ja. Aber ich sag jetzt sowieso, vielleicht kennen die halt alle das Gleiche und das ist Zufall. Ja, ich habe mit denen ab und zu zusammengearbeitet und das war kein Zufall. Es gab definitiv Luft nach oben. Da kann ich nicht mitschmerzen, ob das wirklich so ist mit diesem Pay, Gender, Gap, Dingsbums da. Kann ich nicht mitschmerzen, aber es ist, da kommt jetzt bloß dummes Halbwissen aus meinem Maul aus. Der ist auch nicht mittlerweile, gibt's einen ist wahrscheinlich schon was drüber, das Thema gibt es ja schon. Ja, ich habe jetzt einige Studien dazu gelesen und es ist halt einfach nach wie vor, dass die einen großen Prozentsatz weniger kriegen für das, was für die gleiche Arbeit. Wenn ich Chef war von einer Firma, was mir da überlegen, mir geht's da, wo ich schon mitschmerzen kann, glaube ich, geht es mir um, ob ich jetzt eine Frau in einem gewissen Alter einstehe oder nicht. Mitschmerzen. Was? Dass Frauen überhaupt eingestellt werden oder Männer leichter eingestellt werden als Frauen. Das kann ich schon ein wenig nachvollziehen, muss ich sagen. Ja. Wenn sie jetzt bei mir, schwieriges angenommen, da bewirbt sie eine, die ist 27, hat keine Kinder. Dann, und das ist jetzt der Sexismus. Jetzt kommt der Sexismus hoch 1000 gleich. Und die bewirbt sie
und dann daneben bewirbt sich der Typ, der ist genauso alt, keine Ahnung, und beide haben gleich gut, beide gleich, nehme ich automatisch den Typen. Ja, mach's einfacher. Das ist ganz einfach, warum ich bin noch Frau nicht mit 2 fertig. Kinder. Die nehme ich auch nicht, weil die spätestens nach 3 Jahren ist die in der Midlife-Crisis und dann kannst du es auch nicht mehr brauchen. Oh. Jetzt werden Schatz gefeiert. Ja. Ich wollte gerade sagen, Ja. no offense. Ganz einfach, die ist 27, 28, daneben steht der Typ, nehme ich automatisch den Typen. Warum? Weil ich bei ihr davon ausgegangen, dass die in den nächsten 1, 2, 3 Jahren schwanger wird und dann ist weg. Ich investiere Zeit und Geld, dass ich die in meine Firma, ich brauche ja jemanden, ich suche jemanden, der da arbeitet und nicht da ist, weil er Geld braucht. Ich meine, der soll dann schon ein Geld kriegen und sie dann denkt, so, jetzt kriege ich ein Kind und dann kriegst du noch eins nach 2 Jahren und noch eins. Die sägst du 10 Jahre lang nicht mehr. Ja, das ist. Ich hab Das ist einfach, und das, Aus Arbeitgebersicht Ich hab das kannst du auch schon schon sehr- nachvollziehen, aber das ist halt einfach ein Thema der Diskriminierung der Frau dann gegenüber. Richtig. Das ist halt, ja, das das ist ist ja wirklich so, klar, aber es ist halt absolut nicht wirtschaftlich. Das ist genau der Punkt. Es gibt da noch ein anderes Beispiel, finde ich. Da kann ja eh nichts dafür, dass die in der Lage ist zu keimen. Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Katzeln. Na, aber was halt nur zum Beispiel Was so ein Thema ist Katzeln? mit, Ja. wenn du jetzt schaust in diese Führungspositionen, wenn du jetzt schaust, warum haben da nicht so viele Frauen? kann ich Das da hat auch ganz einfach einfachen erklären. Grund. Das kann ich Und da dieser ganz Grund, einfach der erklären. beläuft sich darauf, dass viele Frauen einfach mal 3, 4, 5, 6, 10 Jahre weg Lebt haben meist, ja. und die Männer dahingehend durchaborten oder mal kurz in einer Genau. Elternpause haben und dadurch natürlich auch eher in diese Position reinrutschen. Du kannst ja nicht nach 5 Jahren wieder kommen und sagen, ja, ich möchte jetzt bitte da in die Führungsposition ein. Ja, genau. Natürlich Der gängen ist einfach. irgendwo unfair der Frau gegenüber, weil die muss halt kein bin. Nein, muss sie nicht. Okay, dann. Nein, es ist keiner zwingt dich dazu zu keimen. Stimme aus wegen dir, super. Wir sterben wir ganz bestimmt nicht aus. Ich glaube, keine Frau hört den Podcast mehr. Das haben wir oft auch so schon mal drüber geschmeißt, jetzt mir vielleicht noch nicht, aber immer wieder mal. Das wäre nicht natürlich, das wäre ein Weiberlein hört, was ich da sage. Werden alle saugrantig. Und warum? Weil sie wissen, dass ich recht habe. Ja, aber so heißt, wie gesagt, das ist ja trotzdem einfach rein, das ist eine reine Diskriminierung. Fertig. Ja, ist. Aber es ist aus Sicht des Arbeitgebers ist es verständlich, dass der das so Ist eine macht. wirtschaftliche Ich Sicht führe, und eine menschliche jetzt Sicht. mal so, ich führe eine Firma mit, sagen wir, 10 Mitarbeitern. Die haben davon Innen. abhängig, dass diese Firma funktioniert und läuft und kommen da einer, weil sie in der Zukunft da drin aufbauen wollen, etc., etc. Dann komme ich als Chef, der dann überlege natürlich, was ist wirtschaftlich das Schlauere? Mache ich jetzt einen auf, ja, die carrot mir schon mit irgendwie? Oder nehme ich den da, wo ich davon ausgehen kann, du kriegst nicht aus Versehen auf einmal ein Kind, wo man sich da mittlerweile auch nicht mehr sicher sein kann. Trans kann ich oder nicht, nein, passt schon. Darfst du fragen? Natürlich stehe ich mit einer größeren Wahrscheinlichkeit den männlichen Bewerber ein, weil ich mir da sicher sein kann, relativ sicher sein kann, dass in 2 bis 3 Jahren ich kriege ein Kind, ich bin erstmal in Elternzeit für 2 Jahre, in der Zeit kriege ich noch mehr ein Kind, dann ist die 4 Jahre weg, währenddessen muss ich wieder jemand anderen suchen. Irgendwann kommt dann die aus ihrer Kinderzeit außer, dann muss ich die auch irgendwie wieder integrieren, wo ich sage, ich habe aber vielleicht jetzt gerade keinen Platz nicht. Weil dir gerade eingefallen ist, dass du jetzt noch 3 Kinder kriegst und erst in 6 Jahren wieder kommst. Was ist das? Du musst eine Kita aufbauen bei dir. Aber Ja. Du musst das mitnehmen können. richtig. Es gibt halt auch, Das ist hochgradig diskriminierend, ich weiß das, aber es ist halt einfach unlogisch, unwirtschaftlich. es ist ja auch oft so, ich muss mal halt auch sagen, meine Mutter arbeitet als Erzieherin und da ist wirklich der Fall, dass sie Hast bei dir versagt. Aber das weißt du ja immer, die Kinder von Gnadenlos. Erzieher haben die schlimmer, das weißt du tatsächlich. Und da ist wirklich so, als Erzieher, wenn du schwanger bist, sobald dass du das weißt, hast du Arbeitsverbot. Ja. Und da bewerben sich ja wirklich Leute, die wo einen Kinderwunsch haben. Die wo dann sagen, okay, ich bewirbe mich jetzt und ja, nein, ich mag keine Kinder nicht, das passt schon. Und dann dauert es genau einen Monat. Ja, genau. Oh ja, ich bin jetzt leider schwanger. Und das ist genau das an das dran ist- schuld, dass ich so denke. Die, wenn mir sogar verzeiht, nein, ich habe keinen Kinderwunsch, ich mache Karriere. Das ist mir scheißegal, du kannst mir verzeihen, was du willst. Das glaube ich dir einfach nicht. Du darfst Ja, ja die Frage gar nicht stellen, ob sie Kind mich. Doch, der ist da stehen, aber die muss nicht beantworten. Ist ja nicht zulässig, dass du dich überhaupt stellst. Ja. Und sie muss eben nicht beantworten. Das Ja, kommt das da ist halt dazu, einfach weil eine es nicht Möglichkeit. zulässig ist. Du darfst Es eigentlich ist, nicht halt, ich stellen. muss halt sagen, es ist halt einfach scheiße gelaufen, dass ihr Kinder kriegen könnt. Ist halt einfach scheiße gelaufen. Dafür habt ihr Was jetzt die soll ich Möglichkeit, euch anders zu identifizieren. Ja, super. Ja, was im Grunde nicht richtig ist, aber wirtschaftlich. Ja, es ist, aber was macht Es die, ist moralisch Geld nicht richtig, Ja. aber es ist halt die... was ist schon moralisch richtig, was in der Dreckswirtschaft bei uns passiert? Und das ist dann unser Problem. Währenddessen gewisse Dinge passieren, haben wir wieder bei dem Thema, das Klimading triggert mich so krass. Ich darf mir sofort auf der Stelle mein ganz Dach mit einer Solaranlage zu scheißen. Das wird das kleine Klumpert's doch nicht her. Ey, so nicht. Ah, das ist neu, oder? Das ist relativ oh, neu, ja. Das ganze Haus. Und da ich sofort auf der Stelle machen, sofort auf der Stelle, da ich sogar Geld aufnehmen dafür.
Aber dann muss ich es ummelden, weil ich keinen Cent 2 damit verdienen darf. Ich kriege neue Zähler ein, ich muss die Zähler ummelden. Für das, dass ich, wenn ich dann Strom zurückspeise, kriege ich dann irgendwie geschissene 8 Cent dafür. Und lauter so ein Mist, wenn denn nicht wirklich etwas daran liegen würde, dass mir irgendwas gegen diesen Scheiß da, der da passiert. Und da hätten sie einfach sagen, scheiß der ganz Scheiß doch zu, wie du willst, interessiert uns nicht. Investier, mach. Richtig, der hat Versteh ganz viel... Ja, weil verstehe, das war so einfach zu regeln. Was, Weil du den Strom und Co. ja nicht mehr abnimmst dann von denen ja. Natürlich ist irgendwo gut, wenn die irgendwie den Strom wieder zurückkriegen in einem gewissen Maße, aber diese Hürden dahingehend hat mit Absicht so hoch. Natürlich haben die mit Absicht da. Dieser Planet interessiert sie einen Scheißdreck. Es war erst so Wirtschaft, zum Ändern. Erst Wirtschaft, dann kommt ganz lang nichts. Genau. Und dann kommt geheuchelte... Kleine Balkonkraftwerke. Das sind zwar so Solarpanels, ich sage jetzt mal so 1,5 Meter auf 2 Meter, irgendwie sowas. Du brauchst 2 Stück, die sind 600, 800 Watt, irgend sowas. Die hängst an dein Balkon ohne und steckst wirklich in Steckdosen. So einfach ist es. Ja. Darfst du nicht. Einfach so, ohne ummelden. Du musst erst, das musst ummelden. Dann wird gesagt, so, ja, was hast du überhaupt für Zähler? Das sind alt, die könnten sie ja rückwärts dran. Du brauchst erst einmal neue Zähler für 3.000. Lauter so ein Scheiß. Da habe ich gesagt, wenn euch irgendwas daran liegen würde. Und vor allem, jeder darf sofort auf der Stelle. Ja. Strom wird teurer, du da investieren Tausender in so ein Balkonkraftwerk. Das Ding produziert mir 400, 500, 600 Watt Kilowatt im Jahr. Das sparen wir dann. Das dauert 3 Jahre, dann ist das abgezahlt. Aber was wir jetzt investieren müssen, ist 1.000 Euro in der Kamera, glaube ich. Aber wir müssen schon wieder kurz auf Pause drücken. Achtung, stopp! Dualfötzchen. Ja. Macht Schere. Fiste, die Pfostenfiste, ja. Mark Forster Fiste. Maul! Solar. Und das ist für mich so Solar. Der absolute Beweis. Lauf das mit Sonnenenergie, das ist schon wieder Solar. Das ist ein Grutzer fix. Das sind kleine Solarpanels. Ah, cool. Das ist dann schön, dass draufsteht. Ja, dann blinkt irgendwann das klar, aber da herin gibt es kein Sonnenlicht, darum ist es kaputt. Auf alle Fälle ist das für mich der absolute Beweis, dass einer dieser Scheißplaneten Scheißdreck interessiert. Ja, wie gesagt, das erste Mal Wirtschaft ganz wichtig und das läuft halt immer mit, das sagen sie ja immer gerne dazu, dass man ja trotzdem irgendwie die Wirtschaft... Weil die Welt untergeht, wenn E.ON nicht 400 Milliarden Gewinn macht, sondern bloß noch 380. Ja, der Teufel ist los, da garantiere ich. Garantiere. Denk mal in die armen Leute von E.ON. Ja, die geht's ja so schlecht. Wie soll das gehen? Ja. Die geht's richtig schlecht. Richtig schlecht, da kann jeder. Jetzt haben sie echt Wolkenfabrik abgeschalten. Hey. Was gibt's keine Wolken? Ja, aber Söder ist auf 180. Ach, die Wolken, ja, die AKWs haben es abgeschaltet. Söder ist auf 180. Vor 10 Jahren hat er noch gesagt, bitte schützt ab und jetzt sagt da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Irgendwo gibt es eine Seiten, jetzt weiß ich leider nicht. Aber der Söder trinkt keinen Alkohol. Stimmt auch wieder. Aber irgendeine Seiten gibt es da, die hat dann Söder seine Tweets und Aussagen gesammelt und steht dann gegenüber mit dem, was er zuerst sagt und was er jetzt sagt. Der ist halt immer so richtig geil und der schaut sich an, was ist gerade der Trend in den sozialen Medien und dann schließt er sich. Ja, so AfD-Leid. Ja, aber warum sollst du jetzt die Kraftwerke nicht einfach auslaufen lassen, bis die nichts mehr haben? Punkt. Aber na, du machst Deadline und sagst Schluss. Ja, es ist aber jetzt schon vor 10 Jahren beschlossen worden. Es fühlt sich halt so, haben wir wieder so ein bisschen Frankreich baut was Neues direkt an der Grenze. Ja, hey, alle rundherum bauen neu. Ja gut, aber das ist unser Thema, was anderes dann. Vielleicht ist es auch wieder Strom da dazu. Gefährliches Halbwissen und vielleicht auch wieder Stammtischpolemik. Es fühlt sich halt so seltsam an für den 0815-Mann irgendwo. Wir schalten unsere AKWs ab und was weiß ich, wollen aber gleichzeitig bloß noch per Strom heizen, per Strom Auto fahren und was weiß ich. Und kauft man dann von den Franzosen einen Kohlestrom. Ja, es ist aber, da habe ich nämlich auch ein bisschen eingelesen, es ist anscheinend, gibt es da in Europa so einen Strom-Auktionsmarkt und da machen alle aus Europa, also genau, ist auch ein bisschen gefährliches Halbwissen, aber wie es genau läuft, da alle spenden dann der eine und dann wird geschaut, wer kann gerade am günstigsten produzieren und wer bietet am meisten und dann wird von da, also Deutschland verkauft genauso viel Strom, wie es auch wieder zukauft, meistens verkaufen es sogar mehr, weil Deutschland seit 2003 mehr Strom produziert, als es selber verwenden kann und das ist jetzt so ein Kreislauf, also es ist nicht so, gerade wenn wir jetzt AKWs abgeschaltet haben, müssen wir jetzt Strom woanders zukaufen, das stimmt halt so de facto nicht. Die Frage ist ja gerade, wie viel Atomstrom kaufen wir jetzt dazu? Weil auch wenn du grünen Strom zum Beispiel kaufst, dann ist da nie gewährleistet, und das ist rein physikalisch ausgeheißen, dass du nicht deswegen trotzdem mit Atomstrom jetzt dein Atomstrom ist grün. Ja, stimmt, der ist auch grün, hat es jetzt geheißen, ja. Aber eben, die Frage ist halt natürlich, wir bauen es ab, aber das ist halt vor 10 Jahren beschlossen worden, jetzt kannst du nicht mehr aus, es ist halt schon passiert, das ist damals entschieden worden. Währenddessen, was ich halt so krass finde, ist, mir heißt es überall auch, alles ab jetzt ist gefährliches Halbwissen. Wir haben ja für 2% dieser CO2-Ausstöße und der Umweltverschmutzung, sage ich jetzt einmal, verantwortlich und wir drehen am allerkrassesten durch bei uns. Das finde ich so, das interessiert den Chinesen einen Scheißdreck, was wir mit denen.
Wobei, der lacht sich ein. Wobei der Chines zum Beispiel, Chinesen und USA sind uns zum Beispiel schon einen Schritt weiter voraus, was grüne Energie angeht. Die haben wesentlich mehr Windkraft, die haben wesentlich mehr Solarkraft. Der Amerikaner Solarkraft. erschließt gerade so viele Ölfelder in Alaska wie noch nie zuvor. Ja, aber trotzdem sind sie, was erneuerbare Energien angeht, uns schon mal einen Schritt voraus. Und da das kommt ja noch dazu. Es geht ja da zum Beispiel mit den E-Autos, dass China mittlerweile nicht mehr so viel Interesse hat am Verbrenner, sondern die wollen eher diese E-Mobilität und wir übersehen wir den Schritt, dass wir die Technologievorsprung, die wir Weißt du, was unser Problem ist? Bei uns gibt es nur scheiß E-Autos, die 80.000 Euro kosten. Wer soll sie denn die kaufen? Das Problem ist aber auch noch nice sind, das ist ja klar. Dass die noch nicht so unfassbar nice sind sie jetzt aber die Preise sinken ja schon. VW, glaube ich, bringt jetzt bald den ersten außer, der wirklich, sagen wir mal, für einen Otto-Normalverbraucher leistbar war. Der Chinamann hat jetzt schon E-Autos, die unter 10.000 Euro kosten. Das meine ich. Wir haben den Vorsprung, wir haben den Zeitpunkt übersehen, unseren technischen Vorsprung weiter auszubauen, wie wir es bei den Verbrenner haben. Der Chines, der lacht uns eigentlich ins Gesicht. Ja. Und das ist wirklich was, du musst einmal aufpassen, unser Wirtschaft... Eher auf Brust, weil die sind nicht so groß. Halt's mal. Auf jeden Fall ist ja wirklich so, dass die... Fickt euch. Will ich auch ernst? Und... Hat's ja nicht so. Ja, unsere Wirtschaft basiert auf dem Verbrennermotor und auf die effizientesten und krassesten Verbrennermotoren, die es auf dem Planeten gibt. Genau, und damit verdient Deutschland sein Geld. Genau. Und jetzt sagt Deutschland, wir schaffen das Ganze ab. Und der Chines steht da und denkt sich, wie behindert hat sie es? Ja. Nehmt doch den nur 2, 3, 5 Jahre mit und investiert das Geld, was ihr jetzt einnehmt, in dieses erneuerbare Energiethema. Ja, aber Deutschland sagt, wir machen jetzt Schluss. Ja. Und der Chines ist so, Chinese ist eigentlich dumm, Chinese mag das E-Auto. Deutschland, scheiße, was reimen sie auf Auto? Auto. No. Frau tot. Na. Frau tot. Deutschland macht seine Frau tot. Sei Transkauhi. Ja, da hat man auf alle Fälle geglaubt, dass man da, was ich jetzt also gelesen habe, ist das entwicklungstechnisch, sind wir da 10, 15 Jahre später dran. Und ich finde, das passiert alles so, das so nicht zeitgeplant mäßig, so jetzt machen wir erst das, dann machen wir das, dann machen wir das. Sondern jetzt passiert immer, ja, jetzt machen wir mal die AKWs weg, dann machen wir mal das. Ja, wir sollen eigentlich langsam mal in diese grüne Energiegeschichte, wie Windräder und so investieren, hat da eigentlich schon irgendjemand angefangen? Nein, ja, ist eh wurscht. Das kommt mir alles so, das ist alles seltsam. Du musst ja nur mit den Wärmepumpen schauen, jetzt möchte ich, dass du das umstellst, aber wenn du jetzt eine Ölheizung hast... Und da stinkt auch was, das garantiert auch. Ja, du musst jetzt nur mal überlegen... Warum, es gibt andere Sachen wie die Wärmepumpe. Warum geht es immer nur um die Wärmepumpe? Ja, es gibt ja mehrere. Ich rede jetzt einfach nur mal. Aber warum redet da keiner? Ja, ich rede doch gerade und dann redest wie du dumm auf! Red! Hau ab! Du Eimer! Oh! Ey, ist mir wurscht, wie angefangen oder wie wir es beenden, gell? Das ist wichtig. Einmal redet. Ich muss mir vorstellen, wenn du jetzt eine Ölheizung hast, du hast ein ganz normales Heizgerät. Gut, das ganz normale Heizgerät, aka Heizung. Du drehst die auf, da kommt 60, 70 Grad ist das Ding, wenn du hingelangst. Jetzt stehst du auf eine Wärmepumpe. So, eine Wärmepumpe, da ist... Fickt euch. Bei der Wärmepumpe ist es einfach so, dass du halt einfach nur auf 30, 35 Grad, lass immer 30, sei hochheizt. So, und dann nimmst du dein scheiß Heizungsding, langst dich so und es fühlt sich kalt an. Die möchten du mit dem ganzen Ding an den Raum heizen. Entweder du baust es da einmal komplett rundum hin. Du brauchst zum Beispiel eine Fußbodenheizung oder Heizungen mit richtig viel Fläche. Ja, genau. Du brauchst einfach die Fläche, um das heizen zu können. Und die Fläche hast du nicht. Das heißt, de facto musst du entweder einen Boden ausreißen mit Estrich und Co. Oder du sagst, du machst dein ganzes Zimmer vorher Heizstäbe. Ja. Geil! Oh, geil. Ja. Runter mit dem Poster. Alternativen gibt es da nicht. Und sie haben ja auf dem Weg, ich weiß schon, es ist noch nicht beschlossen, aber sie sind auf dem Weg da, Leute dazu zu zwingen, das zu tun. Und dann redet man mir nicht, ja, ich brauche mal eine neue Heizung, eine Wärmepumpen, bla für 30.000 Euro oder 20.000 Euro, ist ja wurscht, sondern du musst das scheiß Haus kernsanieren. Aber ist doch eigentlich ganz geil, weil du musst es nicht mehr streichen, sondern du suchst einfach eine neue Heizstäbe aus. Die kannst du lossprechen. Ja, das ist richtig krass fragwürdige Scheiße und diese Geschichten kosten den Affen auch gerade richtig, sagen wir Wählerstimmen und Sympathie. Und das wird richtig teuer bis zum nächsten Mal. Sympathie. Da bin ich mir sicher. Und dann wird sich gewundert, warum die blauen Trottel so viele Stimmen kriegen. Mir bleibt da langsam nichts mehr anderes übrig. Weil ich sage, ich habe jetzt nicht mehr die Wahl zwischen Pest und Cholera, sondern zwischen Pest, Cholera und Schwulen-Aids. Toll! Tolle Auswahl, danke! Affen-Aids heißt das. Affen-Aids. Ja, schwules Affen-Aids. Ja gut, aber die blauen Trottel, wenn man die wirklich als Alternative sieht, dann läuft sowieso irgendwas kaputt bei dir. Wenn nicht so viele Trottel drin sitzen, daten wir wirklich Leute mit einem Doktortitel, die sagen, ja, vielleicht scheint die Sonne einfach ein bisschen stärker. Gekim, Alter, was? Viele Leute wählen ja das auch nur, um einfach mal eine Alternative zu wählen. Einfach Protest. Ja, aber es gibt so viele andere Alternativen. Natürlich gibt es die, aber... Es gibt zum Beispiel die Violetten. Was für die Violetten? V3, oder? Heißen die? Ist das nicht mit dem V hoch 3, V Kubik? Das sind die Esoteriker.
Na, ich will nur die Partei, weil die Partei ist gut. Genau. Ja, das war halt wirklich so eine Alternative, wo ich sage, da mache ich nichts kaputt, wenn ich die wähle. Genau, weil weil wir nicht lauter kleine Hitlers im Bundestag rein. Das ist halt das nächste, ja. Alleine da ist schon krass fragwürdig, was da rechts los ist. Aber alleine für diese Wahlschilder der Partei lohnt sich das schon. Immer, ja. Feminismus ja fotzen. Auf alle Fälle. Ich finde das so krass, wer weiß denn das zusammen, was wir da haben? Egal mit wem ich rede, keiner. Aber irgendjemand muss er gemeint haben, das gibt's ja nicht. Oder er sagt es nicht, weil es geheim ist. Ja, weil er sich schämt dafür. Bei vielen Leuten ist das wirklich so, das ist wie mit Gehalt, viele Leute reden über ihr Geld nicht, das was kriegen oder haben. Ja. Genauso ist mir, wie was wählen. Und dann sagen sie, oh mei, die CSU, die SPD, die wähle ich, und dann haben sie hinten rum und wählen da. Das ist schon wieder zu politisch für uns drei Volltrottel. So. Ich hab eine Frage gestellt. Ja, das ist nochmal. Ja, ich hab eine Frage. Ja, kurze Frage. Schöner Dummbeutelabschluss. Ich mach jetzt die ganze Zeit so, dann wird's dumm. Ich möchte Kuh melken. Wenn es jetzt im Freibad hat, oder im Schwimmbad. Ich gehe nicht ins Freibad, ich bin zu fett dafür. Bin's fett dafür. Ja, schau mir. Oder in der Bootwanne, ist eigentlich scheißegal. Gerne, die stinken. Reinpinkeln, ja oder nein? In Bootwanne oder jetzt ins Freibad? Ins Freibad, ne. Im Weiher oder ins Meer, ja. Nein, weil da kommen die Fische in den Zipfel schwimmen und so. Die kommen nur im Amazonas und ja, das wir sind sogenannte Zahnstocher. Du musst Klimawandel, wir haben bald Amazonas-Verhältnisse hier. Stimmt, ja. Nein, zum Bieseln gehst du ins Kinderbecken, ins Nichtschwimmerbecken. Ja, da kannst du auch mal das braune U-Boot auslassen. Ja. Darf ich dann auch wieder ins Becken stoßen? Nicht Spalm. Also ja, nein, genau. Also generell. Also mehr. Halt ab! Asozial! Also hat jetzt eher auf der Seite mehr ja. Also. Im Meer auf alle Fälle. Okay. Ich kann ja relativ zeitnah darüber sprechen. Ich war letztes Mal im Urlaub und im Meer und ich tue ganz furchtbar fein schnorcheln. Meinst du, wenn ich da eine Stunde lang in eine Bucht abschwimme und bin dann irgendwann am Arsch dabei, dann ist ja scheiße, jetzt muss ich büßen, jetzt schwimme ich zurück, fick dich da heute. Natürlich bist du da ins Nadine dahinter sagt Danke. Ja, Nadine ist nicht so, die versuche ich irgendwie so damit zu kriegen. Ja, nein, aber die kommt dann bloß so, die kommt so 10, 20 Meter mit und wenn es dann nicht mehr stehen kann, dann nochmal 5 Meter vielleicht und dann ist es fort. Ja. Und ich scheiß mir da halt nichts. Okay. Nein, ich bin auch raus. Im Meer warten gerade Haie, die mich essen wollen. I fucking love it. Ich hab so viel Bock in 6 Wochen. Boah, ich mag's nur nicht, wenn ich was nicht sehe. Das hasse ich da an so Weihern oder so. Das nennt man Tassolophobie. Genau, das ist richtig krasser Scheiß. Das ist, wenn's Tassilo ist der von Schön und das Biest, oder? Nein, es ist die Realschön Dingerfing, die Herzog Tassilo. Ja. Okay. Voll Idiot. Das ist, wenn man entweder, wenn du jetzt am Strand bist und du hast den Schädel unter Wasser und schaust ins Meer aus und irgendwann siehst du nichts mehr und je länger du da reinstarrst, desto unangenehmer wird das Gefühl, wenn es da vor mir da drauf kommt, jetzt steht da vor, da kommt irgendwas auf dich zu. Das hab ich nicht. Oder wenn du wirklich im Meer bist und du schaust nach unten und es ist so tief, dass du den Boden nicht mehr siehst. Komm ich auf. Ich meine eher so, das haben der Maxi und ich nämlich mal gehabt, da waren wir beim Schwimmen an einem Weiher. Der Maxi, der nicht beleidigt, wenn mich. Ja, der Wichser. Maxi, du Wichser. Ja, da wärst du es wieder. Ich mag die voll gern. Und auf jeden Fall, da haben wir mal dann in einem Weiher geschwommen und dann haben wir beide gleichzeitig, wir haben nebeneinander geschwommen und haben wir beide gleichzeitig so diese wie heißt es? Mein Gott, wie heißen jetzt die grünen Dinger da drin? Algen an die Viersquad. Und du hast uns beide gesehen. Genau, Seegurken. So, richtige Dinger. Und da haben wir beide direkt umdraht, wie als wenn uns irgendwas gestohlen hätte. Und da haben wir direkt raus. Mann, fick dich. Du machst immer meine Stories, machst immer kaputt. Ja, warum schaust du nicht ich hätte jetzt echt gebannt zugehört und nicht nur das Film. Dummbatz. Lass mich aber. Okay. Na, da haben wir beide wirklich, also das wir als wir uns abgeschworen hätten, auf einmal mit Schwimmer und auf einmal umdrehen und so schnell war ich noch nie draußen. Ja, das ist ein unangenehmes Gefühl, ich weiß, was du meinst. Also, bin ich auch raus. Da bin ich auch ganz schnell, weil sobald ich da was gespürt, ist vorbei. Nein, ich mag lieber ins mit Chlor zugeschissene Schwimmerbecken rein, zum Brunzen gehen, ins Kinderbecken, hab dann wieder Hausverbot, ist mir scheißegal. Das hat mir richtig krass die Augen geöffnet letztes Jahr im Urlaub, das ist das Allergeilste, das habe ich einfach vergessen, Schnorcheln ist der geilste Scheißdreck. Es geht jetzt im Freibad nicht ins Wasser wieseln. Nein. Doch im Nichtschwimmerbecken. Freibad nicht. Also ich auch nicht. Okay, das ist klar. Ab in die Kommentare, wer pisst ins Freibad. Es tut natürlich kommen. Und wer pisst ins Meer? Wer ist Team Meer pissen? Ja, stopp, aber das Nichtschwimmerbecken ist ja vor dem Schwimmerbecken tatsächlich. Das Nichtschwimmerbecken ist vor den Luxusfreibäder, wo es getrennte Becken gibt. Was mir denn in so einem Mischbecken, bin ich bescheuert oder was? Ja. Nee. Also ich mach das nicht. Nur im Meer. Ich mag das immer vom Sprungturm oberpissen.
So mache ich das. Geile Nummer. Das hat Vom es Dreier? Prima doch vor 2 oder 3 Jahren mal gegeben. Da hat doch einer auf diesen 3-Meter-Turm aufgeschissen. Da hat doch irgendwer aufgeschissen, glaube ich. Die Story irgendwie. Geiler Typ, Nobelpreis für richtig. Oh, warum? Wahrscheinlich, weil es witzig war. Hat er einen Drücker gemacht? Ja, aber einfach ich glaube, geschissen? dass der keine Salzstange dabei gehabt hat für einen Igel. Der Igel springt jetzt vom Dreier. Das war. Stell dir das einmal vor. Und das Schau wieder bei so. Nein, du springst einfach selber, weil ich springe dir dann mit. Oder den unterm Springer außerballern. Da gibt es ein Video, wo jemand in Anlauf nimmt von einem Steg in einem Weiher Ja. und zieht er seine Haxen noch und unterm flittert. Flittert er voll. Flittert er voll rein. Ja, ist so asozial. Na, schon geil. Der Schluss, es war asozial genug. Ja, ekelhaft. Wir haben so Kann ich viel merci für den Beitrag. Transkauche, die Alte. Transkauche. Florian, merci für den Beitrag. Für euch immer. Und ich danke mir selber und ihr verpisst euch jetzt. Merci fürs Zuschauen. Like nicht vergessen, Abo nicht vergessen und weiß ich nicht, was gehen wir der Menschheit noch auf den Weg? Was wollten wir schon immer mal sagen? Holt sich einen scheiß Schnauzer. Heute Lieber Wammerl am Bauch als ein Schwammerl am Schlauch, oder? Ja, ein bisschen gut. Das ist gut. Okay, tschüss!